So, tipptopp, dann können wir ganz pünktlich auf den Schlag aufhängen für die Gemeinderatssitzung. Vielleicht gleich am Anfang wird gemerkt, ich habe den nächsten Ordre geschickt am Sales-Programm. Der nächste Punkt war nicht dabei. Ne? Und das ist genau das, was wir proposieren. Der nächste Punkt vom Ordre wegzuholen, das ist die Adaptation des Reglements kommunal, des Subsids, kommunale Beihilfen für Energieeffizienz. Das ist nicht fertig in das Dokument. Wir hatten gedacht, das wäre fertig, das ist nicht fertig, dafür proposieren, drauf zu holen und den nächsten Gemeinde drauf zu holen. Ich finde, das mal für die Punkte aufzuhören. Merci, Herr Sinnenim. Da kommen wir an sich bei den neuen ersten Punkt. Dossier La Petite Marquise, bewusst geschrieben Dossier La Petite Marquise. Ich erkläre, das hat am Dossier Leyen, wir haben den Brief von der Madame Kulturminister gekriegt, der immer ein dünstigste Moje gekriegt. Da hat man noch schon fertig. Was machen wir noch? Das an dem dann keine Urgenz, weil wir 3 Monate Zeit für zu reagieren. Wir haben aber gedacht, wie das aber schon an der letzten Zeit relativ viel an der Presse für mich sowieso über den Dossier schwätzen, immer für schlimme für den Brief da dran. Durch den Brief gelesen, Madame Tanson schreibt, dass sie die Intention hat, für das national zu klassieren, dass sie das an Cosimo gehen, das Cosimo extra dafür viel verlöscht, dass sie sogar das Fach. Sie fragt Eis für ein Avis zu dem nationalen Klassement zu machen. Da steht da just nach dran, wann der klassiert das, dann können wir oder den du möchtest, von staatlichen Beihilfen profitieren. Da das wie gesagt, ein bisschen dünn, wir hatten schon darüber geschwärzt. Ich kenne ein Wiklo, wo ich ein bisschen erklärt hat, wie Madame Tanson eine Visite zuerst nach Herd. Ich gebe vielleicht eine ganz historische Menge. Wir hatten den 8. Februar einen ersten Brief von Madame Minister gekriegt, dass sie gesagt hat, dass die Fuien gemacht gehen. Das war gesagt am Februar, und dass die Fuien noch bis zum Sommer dauern. Das war der Stand, den wir am Februar hatten. Und dann hat Madame Biss, das ist die Chefarchäologin, wenn ich so kann sagen, war der Chefrat kommt den 1. März. Und hat also ein bisschen mehr explizit gewiesen, was sie gefunden hat. Er war auch ein bisschen aufgeregt und war auch höchst begeistert, was sie gefunden hat. Wir wussten also schon, dass nicht bei einfachen Fuien Werte bleiben. Wir wussten aber nicht, was das bedeuten. Und dann nicht, Madame Biss gesagt, das wäre ganz wichtig, dass wir ganz schnell zusammenkommen. Wann das soweit das, wenn man sicher tun, dass man giffen zu summen an Presko und was ich bedauere, was da wohl nicht so geschieht, als wie man das eigentlich wollte. Man wäre eigentlich mir flott gewesen. Dann habe ich Druck, ob man dann bis gemacht oder x-mal nur gehakt, wann schlift, wir müssen aber zumindest mal mit der Minister zusammenkommen, um zu gucken, was das dort bedeutet. Und das hat aber dann gezogen bis den 1. April, wie Madame Tanser, mit Herrn Cox, der Premier Conseil du Gouvernement, und einer damals im Kulturministerium da war, sur place, sich da angeguckt an Dono, war man nachher auf Gemeingang für ein bisschen einfach so einen echten Échange zu machen. Und du hast Madame Tanser gefragt, wie sie dir das dann, wann das dort Gift klassiert geht, und ich habe noch direkt gesagt. Dat einerseits natürlich also immer höflich von den etwas wertvolles historisches Fund, das schon auch flott. Ich meine, das wird schon alles dokumentiert, die Dokumentation, das ist ja nur da, das ist flott. Aber auf der anderen Seite haben wir aber ein Projekt, das wir aber seit schon längerer Zeit suivieren, und mittlerweile hatten wir schon 5,7 Millionen ausgehen. Für Terrain zu kaufen, für aufzurappen, für Architektenpläne an. Dass wir durch Engagementer geholt haben, finanzieller Natur, dass wir juristisch aber auch gebunden sind und Kontrakte, auch mit der Baufirma. Ich meine, wir hatten hier am Gemeinderat ein Wort geholt, dass wir eine bestimmte Firma den Auftrag geben. Das wisst ihr alles, an die haben natürlich auch das alles angeplant. Und das ist ein bisschen schwierig, für das einfach abzuziehen. Ich meine, ich hatte das einfach gehen, das sind alles Punkte, die müssen auf jeden Fall geklärt gehen. So einfach, ohne Klärung von den Punkten, als schwer für zu sagen, das fanden wir gut oder nicht gut. Den dritten Brief, der geht nicht durch, auch an 2 Monate geht der nicht durch. Mänglich für
en bonne du Form als Gemengerot Wort zu wollen, wat awer öffentlich Gelder engagiert, wo jirin awer en gewisse Responsabilität huet. Aber wie an dem Gespräch hat dann noch Madame Tans auch gesot, sie hat am Vierfeld wie Birch, da kommen wir schon ma Herr Graminier Rückspruch gehol gehabt, dat sie war se schon bewusst, dat wann dat tote könnt, dat der Staat eng Responsabilität tut. Aber das einfach ein Echange gewircht. So, an de Brief ohne dat du irgend eng Trass von dem Echange dran hast, dafür als de Wunsch oder Propos vom Schafferrot, de Gemengerot zu so, dat de Gemengerot mat d'accord, dat man lo einfach ein Brief und Madame Trans schreiben, dat man schon haut nowen enke kurz drüber gespart hun, dat man wirklich misisten in Echange Chefrot mat der Minister hun fir all die Detailer Nomklassement zu klären, an dadurch schriftlich festzuhalen. Weil 23 sind sowohl nationaler Kommunalwahlen, du riskieren wir, dass man nicht mit dieselbe Gesprächspartner 124 wie es chemi wat gesot gin ass wat net schriftlich festgehalten ass. Und ich gif einfach de Gemengerot wirklich net roden eng Decision zu oni zu wissen, wat die Decision finanziell hecht. Das lo Position bis vom Chefrot ich wollte so hun den Punkt auf Nord Jugend, weil der Brief do anerwärts hat es gefot as der Brief kom dat man lo dem Brief du no kommen, wo Wort gefrot ass. Da gi ich fix haut net machen. Ich war von Tablemann wie als Position heute Chefrot recht von se muss Wandlift Sache festhalen, wen sich wann klassiert nationalklassiert, wen sich wei finanziell engagiert. Voilà. Dann liegt auch schon nächsten. Ja, ich meine, du hast ja schon ein gutes Resümee gemacht. Eigentlich, ich meine, muss ich ein bisschen vielleicht rappellieren, um was Detail geht. Ich meine, das ist gerade von den politisch wichtigsten Dossiers, die man dieser Legislatur auf schon drin angepackt haben. Ich meine, wir haben als Gemeinde sich engagiert, für es zu realisieren, wo man wohl festgestellt haben, also privaten Projekte, Privatinvestisseure fand man da nicht, und das aber immerhin um die gute Stufe erst danach gegangen. Und ich meine, da haben wir ja ganz sicher noch politische Preis bezahlt, für die Gebäudlichkeiten abzukaufen, für ein valables Projekt daraus zu machen. Wir haben Engagement, der Gold ist gesagt, die zum Teil schon als Thema vorgegangen sind, was vier Drohnen schon durch Parteien verhandelt gehen, also wo wir Haut gebunden sind. Das ist natürlich losspengend zu erwarten, dass auf dem Sito archäologisch Fouillen, wenn sie gemerkt haben, auch etwas gefunden gehen, das war ganz klar. Spengend erst danach als voll davon, und da finden immer irgendwo etwas. Wir sehen auch, dass aber Hautplätze nach sind, wo schon hinter Jahrzehnten noch ein Servitut drauf bleibt, auch vom Staat aus. Wir können Ausgrabungen zu machen, die bis heute nicht gemacht sind. Wir erinnern da an die Terra in 100 immer wieder, die seit Jahrzehnten blockiert sind, für zu developiert zu gehen. Und ich hoffe, dass wir heute dann in ähnliche Situationen kommen. Ich meine, wir wollen den historischen Wert von den Fouillen da bestimmt nicht vorstellen. Das wichtig, dass ihr das möchtet, das wichtig, dass ihr die Geschichte von ihr dann herausfindet. Ich meine, das ist auch interessant und das ist auch gut, dass ihr da kann, seine Geschichte eventuell neu schreiben. Das ist aber auch so, dass für mich persönlich gehe ich mal davon ausgehen, die Dekouverta echt von wissenschaftlichem Interesse aus, wie das es wirklich etwas zum Patrimoine kulturell von der Stadt gibt, respektive zum urbanistischen Charakter von der Stadt. Ich meine, es sind Vestigen, die Fund gesehen, die abgeholt gesehen. Mit das aber froh dann, was kann ich daraus machen, wie kann ich valorisieren. Für uns ist immer noch wichtig, mit dem Projekt Petite Marquise, und der wir nicht vergessen, dass PHP zusammen mit dem Projekt Erde Vivre neben drin, das ist ganz. Und natürlich war Lohai den Terrain, auf dem Petite Marquise war, an den Lohai, die Ausgrabungen sie von Negev klassiert gehen, da stellt das ja nicht nur das Projekt Petite Marquise auf froh, eventuell den ganzen PHP. Wir sind nur in einer Prozedur gebunden und da muss ich gucken, wann da Änderungen kommen, da muss eventuell der ganze PHP auch geändert gehen. Das ist ja, wie gesagt, ein Projekt, an dem wir schon viel Geld, und du hast es gesagt, ich meine, es sind immer schon über 5 Millionen Euro investiert gehen, und noch ganz viel Zeit an Nerven, und das kann ich auch bestätigen aus meiner Zeit am Chefrot, für das Projekt so weit zu bringen, wie wir los sind.
Los immer natürlich in enger Situation, wo man bis zwischen zwei Stil sitzen engerseits ja wat machen wir mit dem wat von Kinders will man dat valorisieren bringt etwas wie erst danach der andere also mü Projekt dat dem als engagiert tun zu bestimmten Zielen also sie wird Wohnungsbau sie wird Kommerz fördern an einfach eben für Stadtbilder abzuwerten weil schmengen wir sind Matzen am Stadtzentrum auf der Marktplatz hat das ein Platz die auch schon im Joren Bruchleit an wie gesagt an der Vergangenheit also immer gesagt gehen Schandfleck von ihr dann an die wollen wir ja aber endlich verschwanden dort was natürlich froh was bedeutet so eine Klassierung als Monument national nicht nur für dann noch mir für die Projekt da. Da hat er etwas, wo man haut nicht wissen. Du hast gesagt, wir kriegen einen Brief und die Intention von der Minister mitgedeelt Kinas. Auf Basis gehen wir mal davon aus, von einem Rapport vom Service Centre de Recherche Archäologique, aus einem Dokument zitiert, was wir von den Vierleihen haben, war ein bisschen schwer, das weil ich meine, das, wie du gesagt hast, er soll ein Gemengerot, ein Avis aufgehen zu einer Demande für etwas national zu klassieren, wo aber absolut keine Informationen dafür leihen. Ich meine, wir haben kein Rapport, wir haben so zwei Abschnitte an einem Brief, die so, das wäre von historischem Wert, das wäre national wichtig, das dort zu klassieren, mehr haben wir aber nicht. Und was ihr noch dabei könnt, das ist, dass der Gemengerot eigentlich der Gros von den Details da just aus der Presse geworden ist. Und da vermisst nicht ganz klar den Dialog von dem Kulturminister mit der Gemeng, sie wird mit dem Chefrot oder sie wird mit dem Gemengerot. Ich meine, er etwas an der Presse hier Intention angekündigt, dass dort dann eine Prozedur zu geben, national zu klassieren. Die Woche drauf aus dem Brief bei der Gemeng ankommen. Und ich fand das nicht der weiß, wie in Heisel 4 gehen. Du hast es gesagt, Minister Schwarzbeck auf der Platz, du hast auch ein Interview mit hier und ich meine, du hast auch probiert, die Wichtigkeit von dem Projekt durchzulehnen. Und ich meine, dann hat aber der Minister müssen auch hintergehen und sagen, okay, da kommen wir setzen uns eigentlich alle Guten zusammen, wir gucken, was als Intention, was für Konsequenzen hat das für die Zeit, was für Konsequenzen hat das für ihre Projekt. Weil du hast es gesagt, wir haben da ganz viel investiert, und du musst auch irgendwo ein Resultat denke, dabei rauskommen. Und ich fand, du kannst es nicht los sein, dass du gesagt hast, wir klassieren das dort und dann hat laut Gesetz die Obligation für alle Transformationen muss bei der Kulturminister umzufragen, die können noch Subsidien kriegen. Aber du hast mir keine Antwort darüber, wie wir mit diesem Projekt können umgehen. Und ich fand, kann nicht einfach sehen, dass Leute Verantwortung haben, nur auf die Gemeinde gedrückt oder gesagt wird, die hat vom Gesetz hier als Proprietär von der Pflicht, das dort zu revalorisieren. Die kriegt Subsidien, wie ich die auch immer sehen, dass sie wo nach Wiener Gestalt an dafür der Recht hält der Staat sich daraus. Und ich fand, das kann nicht sehen. Da muss einfach vom Staat auch ausgehend über ein Gest gemacht gehen. Aber gesagt, gehen wir, da komme ich gucken, gemeinsam eine Lesung zu finden, für dass die einerseits ihre Projekte nach irgendwie können realisieren, aber wir einerseits aber der Tote können auf Vigor setzen, revalorisieren, und zwar auch so, dass sie da ein Plus-Value für erst danach und auch für allem für den dort Sit da gibt durchstellen. Als eine von den Optionen können sich auch noch sogar vorstellen, dass er so mit dem Staat den Terrain oder zumindest den Deltum Terrain, weil wir ja festgestellt, dass die ganze Parzelle eigentlich eng Parzelle ist, aber wenn die Parzelle geklassiert, dann ist der ganzen Terrain klassiert, sodass dann natürlich dann für 4 Haus zu bauen, da der Frage gestellt ist. Und da muss ich aber gucken, dass ich sehe, da muss man eine Lesung finden, die aber sowohl Gemeng wie auch der Staat, Kulturminister, da kann zufriedenstellen. Und ich meine, da können so weit gehen, dass ich sehe, zum Schluss erzählen, okay, da geben wir den Teil vom Terrain auf. Der Staat hält sein Engagement für das auf Vigor zu setzen, zu revalorisieren. Und wir gucken, dass wir aber auf dem Rest vom Terrain ein Projekt kriegen, den aber noch viabel ist, an den auch etwas wie erst danach bringt. Ja, merci Luc. Carol. Ja, merci. Man hat gesagt, dass natürlich der Luc hat gesagt, dass ein politisches Dossier, dem wir 2017 alle gut zusammen umgegangen sind, an dem haben wir geschlossen gesagt, das ist ein historischer Moment, wo der Knut abgeht, am Dossier macht es, und da waren wir manchmal alle gut, und haben wir um selbe Seele gezogen. Wir haben uns engagiert, richtig, Luc, Yves, die hat es gesagt. Ich meine aber, dass es
uns wäre es wichtig, als Position klar zu machen an diesem Dossier, weil wir fanden, schmengen, dass wir sogar einen neuen historischen Moment können erleben und noch schreiben, hier im Gemengerot an, dass es ein Plus-Value für Echternach kann sein, wenn man natürlich das heute das historisch Irwen auch wirdischen, wann dann das Kulturminister auf die Weg will gehen. Par rapport zum Projekt, für den wir uns engagiert tun, das zu frei. Ich bin d'accord, das zu frei für lo Konsequenzen zu ziehen. Zeit wird uns da Antworten geben. Ich will und dass das Kulturminister sicher nach dem Gespräch wird mit uns sichern. Es wäre einfach mal wichtig zu sagen oder auch heute Noventheit zu sagen, dass es ein Umdenken, aber vielleicht nicht schlecht ist, an einen Plan B zu haben. Als Majorität, die hat es gesagt, oder als ganze Gemengerot zu gehen, wusste man, dass wenn man von aufhängen an den Boden zu gehen, das frühe gemacht für ihn, also 7. Jahrhundert, das hat kein sich erwartet. Ich meine, wir haben gesagt, wir haben ein Engagement geholt, wir haben eine Responsabilität zu Argent public. Ich habe gesagt, wir haben aber auch eine Responsabilität, meine ich, für das historisch zu schützen an unserer Stadt, wo wir ja aber noch draußen als immer stolz sind zu so, wir wären die älteste Stadt von Lützeburg und erst danach ist darüber aufgebaut, also ein Tourismus ist darüber aufgebaut. Und von daher fand ich, dass es ganz bestimmt kein Plus-Value sein und ich kann mir ganz gut vorstellen, wann, wie der Lüglo vielleicht vorgeschlagen hat, man den Terrain könnten aufgehen und da ein Musee kommen, den als andere Museen auch noch valorisieren, komplettieren. Wir warten nicht, das nach zu frei, für davon zu schwätzen, wenn du rüsselst den Kopf. Das an Zukunft muss ich gucken, wer du könnt. Was siehst du? Was ich will so natürlich am Anfang natürlich sehe ich Gott Never-Ending Story, hier den ganz Lützeburg macht dieser sein Never-Ending Story. Ich so einfach schüßt Fleisch aus der Teil und Happy End, nicht das, was mir als Viergestalt tun, mehr wir müssen gucken, was wir können daraus machen. Und ich fand einfach als Responsabilität, als eben eure Lomo zu gucken, wer die kann daraus machen. Merci. Ja, Carol. Ja, merci auch für das Wort. Als DP-Fraktion hat mir ganz am Anfang, wie das Projekt angepackt ist, hat mir als ich das skeptisch zum Projekt ausgeschwert. Allerdings waren wir am Endeffekt trotzdem froh und haben noch den Endprojekt, den gemacht ist, matt gedrohen. Eben just für das wir aus der Ruin-Situation rauskommen, dass die Situation deblockiert wird und dass eben noch Gebäulichkeiten entstehen auf dem Site. Seit dem Aufriss 2017 ist aber schon so manches geschieht an dem Dossier. Markis war ganz schnell aufgerappt. Und Donno aus dem Projekt aber ein bisschen stehen geblieben. Das hat damit zu tun, dass wir nicht gut konseilliert werden. Das wissen wir alle. Wir haben noch darüber schon geschwärzt. Aber wir hatten 2019 auch eine Hiobsbotschaft gekriegt, dass das Projekt um 30% mit teuer geht, weil das alle Guten aber auch getroffen wird, weil das auch Gelder sind, die man aus sich nicht geplant hatte, für an das Projekt zu stärken, von 10,75 auf 14 Millionen. Das war schon etwas, was alle Guten aber auch ein größer Last als Gemeng gemacht hat. Den archäologischen und den historischen Fund, den lo gemacht ist, als unabhängig von all dem. Es wird von vielen Seiten gesagt, wenn man zuerst noch etwas an den Boden gehen, dann muss ihn damit rechnen, dass wir etwas finden. Aber muss man alle gut sagen, es wird keiner damit gerechnet, dass wir etwas finden, was den Wert hat, den als Lohai von den Archäologen, von den Historikern erklärt gehen. Die Situation, die sich präsentiert, also Mengen an eine Art Cas de force majeure, das total unabhängig von unserer Volontät, das total extern und das für alle Guten betroffen. Nicht nur für uns, aber auch für den Staat, den die Ausgrübungen möchte. Weil was möchte der Staat? Der Staat möchte sich bei so Ausgrübungen möchte seine Arbeit. Er möchte etwas gesetzlich vorgesehen ist, gesetzlich als vorgesehen, dass so archäologisch Arbeiten gemacht gehen und da bei den Ausgrübungen sind nur Sachen gefunden gehen. Die Betroffenen, das sind aber natürlich auch die Leute,
diese schon akaufen an dem Projekt. Es sind auch, wie du gesagt hast, Baufirmen, die man engagiert tun, dass die Privatperson, von der man Proprietät aufkaufen, an dem man am Anfang als Échange Appartement wollen zurückgehen, und sind am Mengen an auch indirekt betroffen, die Proprietären oder die Leute, die sich auch für Appartementer am Hotel du Commerce interessieren, weil aber durch die Proximität von dem Ganzen alles modernen liiert ist. Kulturminister hat also als Gemeng eng Proposition de Klassement vom ganzen Site, da muss ich so, das nicht nur der Site, Hannerte aller Mark ist das der ganze Site, wo die Proposition de Klassement drop leiht. Muss ich vielleicht aber auch gucken, wie die Prozedur ist von dem Klassement. Und schon mal das angeguckt an dem Gesetz. Am Anfang ab dem Moment, wo eine Proposition de Klassement gemacht wird, wird der Site so behandelt, wie wenn es schon klassiert werden. Das heißt, als Obligationen respektive Defekte von einem Klassement, die spielen, solange wie nicht eine definitiv Decision vom Kulturminister geholt wird, an dem muss geholt gehen innerhalb von 12 Monaten. Das was logisch ist, der Brief, der kommt, also ich mich auch ein bisschen empfroht, auch bei Kollegen, die vielleicht schon ein bisschen wie lang dabei sind. Das war logisch aus dem Umfang von der Prozedur. Das heißt, der Fakt, dass an dem Brief, den man lokrit tun, an der Proposition de Klassement, nicht mehr draufsteht, wie das draufsteht, als à la base, so wie ich es verstehe, nicht ernst par rapport zu anderen Dossieren, wo eine Proposition de Klassement gemacht wird. Stellt sich, wie gehen wir als Gemeng mit dieser Situation Erster Punkt, an der tun da schon mehr gesagt, ich meine, als allererst sollte man hochfrisch sein, par rapport zu dem, was Fond gehen ist. Wir hatten an Hun als Stadt Echter noch ein immens wertvolle Patrimoine, ob das von der Sprangprozession, über Basilika, als Stadtmauern, Trämervilla, also Patrimoine aus der Stadt, was Fond gehen aus an Mengen an nach einkehr weiter valorisiert. Und das effektiv so, wenn in zuerst an sich an den Boden geht, da kann ihn effektiv ob so Vestigen aus dem 7. Jahrhundert treffen, also der Zeit vom Helge Willibruch, an auch an zusätzlich nach ein Kusch aus der Zeit vom Grof Siegfried, also so wie die Historiker reisen so, also enorm wert von Kindern an schmengen, dass das als allerbas hochfrisch soll machen. Aus denen Evaluierungen heraus sind wir als DP-Fraktion d'approche par rapport zu der Proposition de Klassement auch nicht für irgendwo dagegen zu wehren, weil an der Prozedur von der Proposition de Klassement also doch vier gesehen, mir gehen als ein Avis, mir gehen ein Avis plus si dem Monument gehen hier ein Avis, an da wird eine Decision geholt. Mit die Decisionen, die gehen am Fond geholt, auf der Basis von konsultativen Avien. Das heißt, das wird mir so, also im Endeffekt nicht ausschlaggebend. Das heißt, so gut kann das Minister hingehen und uns quasi expropriieren, wenn wir so nicht welten Matzehen auf dem Niveau. Und dafür mengen wir, dass wir als nicht sollten gegen die Proposition de Klassement wehren, wir echt da effektiv sollen gucken, wie wir mit der Proposition de Klassement umgehen, wie wir die können umsetzen, auch lokal. Die Direktkonsequenz von der Proposition de Klassement als an Eisen an trotzdem die, und ich bin noch der Meinung, dass man da ehrlich sollte sehen, mit uns selber, mir auch mit allen guten der Betroffenen, dass man aus sich die Projekte, wie man wollen tun, nicht an der Form können realisieren. Ich komme noch zurück, ob was man machen soll, respektive in welche Richtung das geht. Ich bin der Meinung, dass in da aber auch die Reservatären, die Baufirmen, den konzernierten Proprietären, aller Transparenz auch so sollte, weil ich fand nicht, dass man die Leute etwas viel machen sollen, weil wir gesagt kriegen von den Archäologen, an wenn eine Proposition de Klassement gemacht wird, für ein Monument national zu sehen, da gesehen ich nicht, wie man Hanno kein Klassement kriegen. Also schon ganz viele Schwierigkeiten, dass es Hanno nicht soll, ob ein Klassement rauslaufen. Als Konsequenz, dass ungeschwert gehen, der PHP-Wert muss geändert gehen. Wir haben uns sogar gefragt, ob den PHG nicht auch muss adaptiert gehen, weil das Site in dem Moment klassiert wäre. Der Fakt, dass das Projekt an der aktuellen Form
an Eisen an net mir realisabel ist, hecht für Eis aber nicht, dass gar nicht soll realisiert gehen. Und das ist menglisch ein ganz wichtiger Punkt für Eis, mir auch vis-à-vis von den Leuten, die alle Guten konzerniert sind. Das Einzige, was muss gewusst sein, und die Konsequenz, die spielt haut schon, alles, was wir am Sit machen, ab der Proposition de Klassement und noch von nur ein Klassement gemacht ist, muss Alkeias von dem Kulturminister autorisiert sein. An Eisenherren stellen sich eine Reihe wichtig Fragen, was mit rundum diesen archäologischen und historischen Sit realisiert gehen. Als zum Beispiel nach ein Deel vom Projekt realisabel. Das ist ein ganz wichtig Frage, die mir als stellen, weil das Projekt aus sich stellen mir nicht froh, und wir haben den noch unterstützt, und gingen das auch weitermachen. Kann ihn eventuell Vestigen an ein adaptiertes Projekt integrieren? Ein ganz wichtig Frage. Für nicht total fortzukommen, wie dir das auch will. Ich verstehe ihr als Chefrat, dass sagt, wir haben da etwas lanciert, wir gingen das doch gerne umsetzen. Ich ging es echt als ein Zusammenspiel gesehen. Wie können wir mit der Situation, die sich stellt, zusammen noch viel gucken? Für das Fragen zu beantworten, muss man am Sinn von der Erhaltung von den Vestigen, aber auch am Sinn von der betroffenen Bürger mit allen wichtigen Instanzen unten durchkommen, und das ist an Eisenahn nicht nur Gemeng an der Kulturminister aus sich, aber da muss an Eisenahn ganz wichtig sind die Monumente direkt dabei sein, den CNRA, die Archäologen, und es muss an Eisenahn auch den Architektenbüro respektive das Planungsbüro, dem man das Projekt gemacht hat, mit unten durchschulen, für zu gucken, in welche Richtung das man gehen. An enger zweiter Phase können an Eisen auch den Innenminister muss an die Evaluierungen angebunden gehen. Schließlich denken wir, dass man als PAG auch aufändern müssen. Auch haben wir gedurcht und den Tourismusminister, bei dem ihn auch auf alle Fall sollte klappen an enger zweiter Phase, weil man ja auch ein touristisch Plus-Value für als Region und auch für als Land könnten schaffen. Wenn wir wissen, in welche Richtung das evaluiert wird, sind wir auch der Meinung, dass die Diskussionen, die gefordert gehen, auch mit breit sollte machen. Es sollen sich Experten an Boot holen. Aber wir werden nicht auch interessiert Bürger, die könnten hier durchaus partizipativ mit und einem Projekt schaffen. Aber ich komme zum finanziellen Aspekt, weil das an Eisenahn den wichtigsten. Das ist der größte Challenge, den wir haben, weil wir gerade als Gemeng auch den Moment am Gange sind, größer Investor zu machen. Aktuell sticht finanziell heraus, dass als Gemeng schon das gesagt gehen ca. 5 Millionen an das Projekt investiert wird, dass ein ganz Reihe Leute ein Depot de Garantie gemacht haben, für Reservationen zu haben, und dass wir ja allmond auch einen Proprietär, mit dem wir den Échange machen, eine Indemnität bezahlen, was nicht wenig ist, für das den am Prinzip Appartement noch kriegt. Das Projekt sollte eigentlich für die Gemeng finanziell 0 auf 0 abgehen. Wir stehen aber gerade du weinst, weil wir die Situation haben, finanziell trotzdem auf ganz wackelige Face. Aus der Proposition der Klassement geht ja auf hier, dass die Restauration und Renovation vom Site kann so steht largement subventionné gehen. So, ich bin mit dir d'accord, das seht ihr am Anfang im Endeffekt noch nicht schrecklich viel. Aber das ist aber eine Priorität, was an einem Umfang von einer Prozedur, an der wir dran sind, auch so gesagt wird. Das wichtig, effektiv zu wissen, mit welchen finanziellen Mitteln wir rechnen können. Aber für das wir konkret über Finanzement als Subventionen können schwätzen, muss man aber an Eisen an die Konsultation, die ich vorher angeschwärzt habe, der steht zwischen Gemengen, Kulturminister, die Monument, an auch den Archäologen, an den Architekten, die wir haben, muss aber an Eisen an für dich gefordert gehen, weil wenn man nicht wissen, so mal was nach überhaupt möglich ist oder wo man eventuell zu summen, weil es geht nicht mehr zu summen an Mengen an, wo man eventuell zu summen wählten hin, Menglisch können wir auch nicht viel über das finanziell schwätzen, weil was soll der Kulturminister als losen, was sie mitfinanzieren? Wir wissen nicht, wir wissen nicht, Sie wissen nicht, und da kann ich sagen, okay, Sie müssten eine Proposition machen. Aber ich bin der Meinung, wir müssten also nicht durchsetzen, aber wir müssten gucken, was für alle Parteien, was für die Stadt erst danach en Valeur zu setzen, am besten wäre. Als Konklusion, wir sollten als Gemeinde an unserer
Optik eng positiver Prosch zu dem wat Fondginnners holen an et als Plyvalu für als Staat gesinn. Dat am Interesse vun alle Betroffenen an am Dialog mat de staatlichen Instanzen anfir zu gucken, wat en erwäge Konditionen realisabel ass. Als Gemeng sollte man dabei, an dat das wichtig, eng Proaktivhaltung halen, an dat sowohl bei de konzernéierte Leiit, bei de Betrieber, wie auch bei den staatlichen Instanzen. Dat zu eisen Intervention par rapport zu dem Projekt Müner sewer noch en Greif frohen abgeschrieben, an dat ass ënner anderem Day, ob man effektiv hat ugeschwert, dass de Projekt Marquis an engem PHP as ze summe mat dem Hotel du Commerce. An der Proposition de Klassement als juste Site vun der Marquis proposéiert fir Klasseieren als Monument national, awer net de Site vum Hotel de Commerce. So, Leiit, die auch am Hotel de Commerce Reservationen hunn, sind natürlich awer auch lo sind Demandeur, ob dat eng Konsequenz huet op hier Projekten. Do hummer als vorgestalt, ihr könnt jetzt vielleicht nicht antworten direkt darüber gehen, weil ihr nicht über das Klassement vom Commerce gesagt hast, aber wisst ihr, ob viel gesehen ist, dass der Commerce soll aufgerappt gehen oder ob der Commerce an dem Sinn so stehen bleibt. Haben wir schon mit einem Architektenbüro geschwärzt, respektive mit einem Planungsbüro, für zu gucken, ob den ist, ob die Mada is kind op de Weg go an auch kein Konseiere par rapport zu enger Adaptation vum Projekt. Also ich will enker so mir sie net dafür fir lo de Projekt an Wasser fallen ze los, mir mengen dass man ze summen mat de verschiedenen Akteuren sollten weiter Projekt schaffen. Wat meist gefrot hun ass ob Akt notarier schon in der Schrife goufen oder Reservationen oder ob man weiterhin op dem Punkt sind, wo man nimme Kontra de Reservation gemacht hat an der Marquis, an ob seit lo den Divulgationen an der Presse eventuell schon Reservatären sich zurückgezogen hun. Dabei kann ich sagen, es hatte schon Reservatären sich en cours de route zurückgezogen, wo man hier am Gemengerot auch schon neue Kontra de Reservationen ugeholt hatten. Eng andere Frage, die meist gestalten als die ob in den PHP, der gemeinsame PHP ist von der aller Marquis plus den Hotel de Commerce, ob in denen es besser sollte an zwei PHP abdelen, wo der PHP muss egal wie, die muss neu gemacht gehen. Und dann, du hast es angeschwärzt, Kontrakte mit unseren Baufirmen, das hat man uns auch abgeschrieben, aber du hast effektiv gesagt, wir haben da Kontrakte, wo wir uns engagiert haben, wo auch schon sonst mal Kosten für die Firmen noch abkommen sind, wo wir also auch weit schon engagiert haben. Dazu also froh und zu unserer Position. Du hast in ganz langer Zeit, bald der Zeit schon für Mengen. Ich meine, wir waren sehen, da wir stolz sind, dass wir das gefunden haben. Und ich hatte gesagt, am Anfang, wir hätten ja ganz schnell eine Interview mit der Minister, das ist so klar, dass sie hier Service dabei hat, für genau die dort Sachen zu klären. Ich meine, das ist immer als dann froh. Commerce geht so aufgehabt, jetzt muss stehen bleiben. Die Hunde, die vorhin nicht gemacht, das heißt, den Proprietär vom Commerce muss noch Service Archäologique, wenn ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen, Kontakt abholen, dadurch geguckt. Nee, wir haben nicht mal als Steck geschwärzt. Wir haben nur recht seit 5, 6 Tagen den Brief, das national klassiert wird. Wir haben gesagt, solange man nicht Schriftliches und gehen wir nicht etwas Hypothetisches machen. Das ist so ganz frisch. Aber ich meine, man muss sich mit dem Schwätzen froh, was gemacht wird, immer mal Steck können schwätzen. Akte sind keine geschrieben, wenn wir noch kein Kadaster vertikal hatten. Das sind nämlich Reservationen ein paar Bayern. An dem Sinne ist das man problematisch. Sind natürlich die Leute schon die Strecke zu tun. Und wir haben noch die nicht mehr, wie man mitkriegt, und das ist important, dass wir nicht mit neuen Reservationen gesicht. Und dann nochmal PHP, als man schon verfreit. Wir müssen wissen, wo wir hingehen, nicht die Summen. Mam Kulturminister und dann muss man gucken, was man für Prozeduren muss machen. Ja, Christoph. Ja, merci. All den Interventionen, die ja effektiv schon relativ lang detailliert sind für Projekt, wo man im Moment
wirklich ausser de Brief noch net ganz viel Dëchleit. Ich muss dat einzig wat mein Schiedfir kann man den erschreiben, dass dat wat man lo brauche sind einfach Informationen, weil das wat man lo wirklich an tun och wat Volontéit von den verschiedenen Parteien sind. Ich mein, wat richtig ist, da den absolut soll hofrich sind, ob dat wat Fondkinder an dem sind, dat die seht ja, wir sind die jetzt städter, dass ja, wie darüber gesot dass sicher dass van die Grove fënd, dat so wichtig war, dat wein sich net bewusst an schmengen, dat muss man auch richter, dat soll man net direkt just an en eng negativ gesinn mecht der positiv war den du raus kann man an der noch kann de Projekt fannen a wahrscheinlich entwickelt so dat all Zeiten do zu ihrem kommen, dat de Lunne eng Opposition mcht zwischen op denger Seite Kommerzlogem op deiner Seite Kultur an a Geschicht den du finden schmeng das absolut machbar. Mir fir dat machbar as braust Informationen an schmeng das effektiv do wo Lohn net viel Dëcheit, weil ech kann man schüss op den Brief bezeihen, den man ha als Annex dabei gelöscht kruten. An der seht ja noch nicht ganz viel aus, außer dass es effektiv ganz wichtig Vestige sind diese Frontun man enger größer Walle an der den der so muss gesehen. Ich meine, du kann den Lohn nicht soll den dat nicht verkennen, weil der das etwas wo auch können anstatt nach drei selbst Männer noch können davon profitieren. Auch von den zum Beispiel kulturell mehr wo touristisch schwätzt als der wo man sicher auch als erste nachher noch können ein Projekt fanden, wo man ganz verstoppt sind, dat man die dort dat die do fuie gemerk sind. Wer der hast dat sinn eben die Informationen die brauchen, da effektiv den Schlo definitiv prononcéiert zu dem Brief an zu dem Avis, den als Gemengerot gëtt, dat de Chefauto dat man dat krit fir mal an die Diskussion zu go am Kulturminister mat de Service eventuell auch mam Tourismusminister fir zu gucken, wat sind dann do verschieden wat sind Volontäten op den verschiedene Seiten, dat dem bis klo huet, well effektiv ich menggen dat dat en sich wat wichtig ist, gëtt just App an diesem Dossier hanno an dat muss Konsens, dat muss Kompromiss sinn aus de Volontäten von den verschiedenen Parteien, dat den Projekt huet den sovi Jitwaren viabel ass a wo ocht Gemeng hanno wo net just Verantwortung op der Seite vun der Gemeng ass mir auch beim Staat bei den zwo. Und ich meine auch, dass donnieren Tieren zo sind die so wie ausgeseit weit ober ich meine, du kann den immer schaffen. Der Tisch war das fisch gefahren als effektiv, dat lo de Chefrot an die Diskussion geht und sondern dem Gemengerot den Drpp könnt wahrscheinlich schon viel mehr Informationen kann gehen, da den eventuell auch die Experten, die Fuie gemacht hun vielleicht an de Gemengerot kommen für uns die zu erklären, uns do Detailer dazu zu geben, weil auch die zwei Paragraphen, die man Brief hatten, gëtt awer lo net soviel raus wie wahrscheinlich déi professionell kind Mensch gift dat ganz flott van den wann mat am bis oder wenn noch immer vum Service den dat kennt giwer an nächste Gemengerot kommen dat gif erklären an da wie gesot menggen ich dat dort Verantwortung op den zu Seitenläit menggen noch du keng vun den zu Seiten dort Dir gift zouschlun oder dann de Kompromiss fën oder einfach flotte Projekt fën wo in Hanno van en de bis fertig huet an ja dat das wahrscheinlich net iwwer mo mé dat den dann einfach een Projekt huet wo en mat wo froh mat das an wo noch stolz kann op sinn an du ginnet jo verschieden Ideen a verschiedene Alternativen mich menge so lange man net méi Informationen hört oder so lange net wees wie eng seit wo hiwel goen kann du viel mat méi man du wennst mengen ich de wich weil dat man dat Mandat dem Chefrot ginn dat man dat haut als darüber festlehnen und dann bei dem nächsten Gemengerot können wahrscheinlich mat viel mehr Informationen a viel mehr fundéiert eng Decision holen dazu. Voilà. Ja, merci Christoph. Ich meine das alles gesagt. Ja. Bon. Sie mir pur Gedanken durch den Kap gegangen. Es sind die Nielsten hier am Gemenge Rot, mit Ausnahme von dir rief, über 20 Jahre. Marquise denkt die fast Rolle gespielt, hier an der ersten nach der Politik, sind er 96. Aber ihr bedenkt, dass es über 20 Jahre gedauert hat, bis mehr Pferdespur hat, für die Marquise zu kaufen. Und da geht man dann natürlich an der Linie droit für das Projekt ausgebremst von der Geschichte von ihr danach. Wie gesagt, ich habe schon mal Gedanken gemacht. Was können die noch retten von diesem Projekt? Eine Idee, also der Menge Kap gewusst ist, dass den Aufspruch mit dem Monument, mit dem Service Archäologique, einfach den ganzen Terrain versichert. Das heißt, die Ruinen müssen abgeholt gehen, die ganze Projekt muss natürlich ausgewertet gehen und dann, wenn fertig ist, dass den am Funker das Ganze der Plitzburg gesagt so tippt. Und einfach drüber baut. Da opfern man natürlich Parkplätze von unserem Projekt, muss ich gucken, wohin das auskriegt, vielleicht ändert der Marquise proprement parler, vielleicht vis-à-vis, vielleicht, da den am Schastreithaus einen Turm mischt mit einem Parklift, da den dort dann purett.
wann so schon wie soll es so schon Carol no gelauscht hat Carol Hartmann hat das wann hat so ein Dossier zerpleckt das faszinant mich gesinn die Zeit die dann do der Debatte den do hun hängt der Tisch dat gibt nach mindestens 10 Joer bis dat besteht der Tisch dat wären dann 24 25 35 Joer bis dat man an der Projekt ne an so lang meine sinn ich aber mir am Gemengerot dat sind wie die Idee von engem alle. Ja gut, merci. Ich mein, das alles gesot wiederholt sich vieles. Wie seht, ich wiederholen mir machen Murklot Brief und Madame Tanson, dat man den ihre Brief krit hun, dat man haut an Gemeng denke bret geschwar, dann machst du einzeln, dat man als so d'urgence zu Summe setzen, für zu gucken, wat nur eng potenziellen Klassement Kind geschehen, wie weit dat der Staat sich engagiert und dann natürlich wie Carol sieht, dann denke ich, da muss natürlich mit Architekten schwätzen. Also Eisenarchitekt als Architekt an das sind aber Sachen, die muss ich mal erklären. Ich meine, das ist die Quintessenz, dann machen wir den Brief nur fertig, schicken wir den fort und dann hoffen wir, dass wir schnell ein Interview kriegen für einfach. Und ich denke, es ist wichtig auch, dass wir etwas Schriftliches festhalten. Das ist wichtig, weil ich denke, dass du geht sicher, ich will auch mehr schnell, wie du denkst, Jean-Claude, mir das geht sicher über 23 raus. Und das ist wichtig, weil du weißt kein, wen wo sitzt. Und das ist wichtig, dass dann die dann an der Verantwortung sind, noch ein schriftliche Straße und was festgehalten ist. Ja. Okay? Merci für den Punkt. Gut, dann kommen wir eigentlich, wir brauchen nichts zu votieren, das ist eine Chance, gell? Da kommen wir eigentlich so bei dem Punkt 2, Approbation der Konvention Pakt Klima 2.0 an der grünischen Bandwurt. Merci Yves. Der Punkt das Ball genauso wichtig wie den von der Marquise. Geht es um den Klimapakt 2.0 für die Matze machen. Es geht darum, für einen Bruder zu bestimmen, den Klimateam betreut an mir gife gerne mit dem Büro da weiterfuhren, den wir momentan haben, den Thierry Schack, den haben wir auch mit an den Listing angedrohen. Kommen noch ein paar neue Momente an dem Klimapakt 2.0. Wird ein neues Tool ausgeschafft, den ist aber leider noch nicht bekannt. Könnt eng neue Zertifikation dabei, der Tisch Gelohnränke geguckt, feiert 50, 65 oder 75%, die kann erreichen. Der Tisch Meginränke neu evaluiert, wo man noch nicht wissen, wo man rauskommen. Finanziell Hilfen gehen auch liegen nur, wenn angepasst wird, doch ein Flotzaras. Dat sind am Fonglo die größeren Changementer. Ich finde, ich habe auch mal ein Kino geguckt, dass der Klimapakt sich wirklich bezahlt möchte. Wir sind seit 2015 sind wir dabei. Wir haben Ausgaben gehabt für rund 620.000 €, weil alles über den Klimapakt gebucht ging. Am Jahr rund 450.000 € Subsid vom Staat kriegen. Und da kann ich wirklich sagen, dass der Klimapakt sich aber bezahlt möchte. Und ich wäre froh, wenn wir beim Klimapakt 2.0 machen. Ja, merci Ben. Ja, Carol. Natürlich begrüßt man das, dass man den Weg weitermachen, wo man schon viel geschafft haben. Wir wissen, dass es natürlich aber auch immer mehr schwer geht, Punkte zu kriegen. Das heißt, es muss nach wirklich gut geschafft gehen. Wir haben da ganz flott auch Klimateam. Als froh hatte ich mir abgestaltet, ein externes Büro, ob das dieselbe bleibt. Du hast ja gerade schon darauf geantwortet. Du hast vorgeschlagen, den Thierry da weiter mit als Büro zu lassen. Und dann habe ich mir aber auch noch gefragt, nicht direkt mit dem Klimapakt zu dienen, aber wir hatten, wie wir Klimaresolution vom Klimateam gestimmt hatten, auch ab der Gemeng am Service Technik, den wir da eigentlich beauftragt, für an denen Frohen, für die Leute da draußen auch da zu sein und Open Hour zu haben und zu beraten,
wäret net och sinnvoll, dass den och mat an de Klimapakt an Zukunft an dem moment könnt. Am Kapitel von de Büroder schwätzen se vun interne Boden, externe Büroder natürlich geht et gut so interne Büroder zu hunden Terrychakers wichtig, dass dabei bleibt, mir einfach für dat warum ein Käier aber zu frohen, ob het mesch schwer dass den dann auch matt an den am Klimateam matt wirkt. Merci. Da kann man gerne machen, ja. Kein Problem. Ich meine, das wäre. Okay, sonst noch ein zu dem Punkt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Da gebe ich das zum Wortstelle, wenn das mal d'accord, dass wir die Konvention Pakt Klima 2.0 unterschreiben. Das Unternehmen, die Carolas meint nicht gerade da. Da kommen wir bei den Punkt 4, also 3, die neuen 3 Budget in den ganz Hauptpunkten. Den nächsten ist Approbation der Titel Reset. Wie ich geguckt habe, da hat man ein Total von 11,4 Millionen, aber am Dossier sind 20,5 Millionen. Ich wollte das aufmerksam machen und der Club hat es gewechselt gehabt. Ich hatte in den nächsten Dingen hatte ich 11,4 Millionen. Was tut ihr? Oder 11,4 oder 20 Millionen? Ja, genau. Das sind wir als eine aktualisierte Version. Ich gehe gerade darüber an, die wichtig Zahlen. Das ist mal ein knappes Million für den Impôt Kommerzial Avance 2020. Da sind es knapp 14 Millionen Avance von der Dotation Kommunal 2020. Dann sind es Quitancement von den Ordnungen 860.000 €. Kanaltax 935.000 €. Ich gehe nicht mehr auf die Großzahlen an. Dann Wasserverkauf 675.000 € und 153.000 € Rosbad. Und dann ist noch ein dicke Monat, das Partizipation von den anderen Gemengen und der Musikschule auch rund 1 Million €. Aber wie gesagt, dann noch ganz grob klein Dinge an. Total sind das von 20,5 Millionen. Voilà. Ich das ich wollte mal dazu, ja, mach's. Ich meine, kann das sein, dass da ein paar Ungereimtheiten. Hallo? Kann das sein, dass da ein paar Ungereimtheiten sind? Du siehst auch die Subvention für den Enseignement musikal 1 Million. Wir nach 2 Millionen stehen. Also wir haben die Version 11,4. Du hast auch nach 4 Drohnen, hast doch etwas so geschnitten, wo es ein paar Millionen wäre, die haben wir auch nicht H4 leihen. Eben. Weil die 2 Millionen, das schenkt ja irgendwie all dort zu sein. Sorry, Meier, dann, also ich habe mich auf das Pavaya-Dossier basiert. Also ich habe für dich am Seanceprogramm geguckt. So präpariere ich mich nach noch nicht ein Dossier, oder sind die Differenz, der Klotz sieht immer gerade, dass die falschen am Dossier, die ich in dir leihen hat, das dann die richtigen. Dann hole ich da zurück. Das heißt, da sind wir tatsächlich bei 11,4 Millionen. Dann gehen wir kurz durch, was wir da haben für großen Schifferen. Das ist der Gall-Lieder, 149.000 € und 324.000 €. Dann effektiv, das ist da vom Staat das Subsid für die Musikschule 2 Millionen €. Das ist noch auf dem Drehwagen, ich habe sie versprungen. Okay, ich habe im Excel-Sheet angefangen. Ich gehe schnell raufgucken, was du nach für großen Monat, weil du musst nach sehen, das kommt nicht drauf. Voilà. Das ist noch ein Emprunt von 5 Millionen €, das fängt an. Dann haben wir die Terra an der Österreicher Straße, die wir verkaufen für 656.000 €. 2 Appartemente verkaufen 500.000 €. Reprise vom Fonds vom Parc Logement 980.000 €. An Impôt Kommerzial 1 Million, das ist Sold ICC 2020. Also ich meine, die anderen Schiffe habe ich schon gesagt. Richtig, also das ist aber der richtige. Ich war dann irritiert, wenn das steht für ein Dossier war. Okay, na ja, gut, merci dann für die
gut gemacht, also da sind 11,4 Millionen insgesamt. Geht da eng froh dazu? Da gebe ich die zum Wortstellen, wenn es nicht d'accord. Merci. Da kommen wir bei Punkt 2. Approbation d'un nouveau article pour une dépense budgétaire ordinaire pour le recensement de la population. Also das ist ja das so von Zeit zu Zeit ein manuelles Recensement gemacht, das ich like in der Geste an der schreiben op wie viele Leute Menage wurden in die Ziele angefordert. Das nicht alles hat man nicht am Budget gesehen, das kommt man mat das Recensement des Jahr muss gemacht gehen. Und dafür braucht man am Budget 65.000 € als Depensen. Auf der anderen Seite kriegen wir aber gleichzeitig vom Staat ein Subsid von 15.000 €. Wenn man das gesehen hat, muss man an die Budgetsätze fehlen, das Recensement zu machen. Geht dazu Fragen? Kein? Wen ist dafür? Wen nehmen? Merci. Da kommen wir bei dem dritten Punkt. Du hast ein Depense budgetär für den Portail interaktiv Clubi. Das gelieft zum Punkt für run? Ja. Ja. Pardon, muss man nicht halt 2 Worten holen? Ja, wenn es ganz präzise wird, kann ich 2 Worte holen, können aber auch an einem. Okay. Wie du willst, Nummer 2 Worte. Ja. Wenn hast du dafür für die Depense 65.000 €? Merci. Aber wenn hast du dafür für dann die Reset für 15.000 €? Wenn dann merci. Gut, den Punkt 3 ist die Portail interaktiv Clubi. Wir hatten da als Vereiner invitiert, als Gedanken gemacht, wir hatten eine Präsentation gekriegt von einer Firma, die so ein Portail offriert, wo Clip mir einfach Gestion von ihren Membern können machen an die ganz sozialen Medien, Internetplattformen, Facebook, an. Und da hatten wir Noven, wo wir HFDiert hatten, war ein ganz gut Clip dabei. Und sind insgesamt 16 Clip, die erschrieben haben, die gerne davon profitieren. Und dann haben wir gesagt, wann Clip da dort machen, geben mir als Gemeinde die Kosten, die wir holen. Das heißt, normalerweise, je nachdem, wenn ich noch nicht, in Gemeinde kann, da zwischen 1.000 und 3.000 € pro Jahr pro Club kosten, wenn der große Club ist, je nachdem. Für Club zu motivieren, wir wollen als Club unterstützen. Daher ist es nicht eine finanzielle Unterstützung mehr, an sich eine Unterstützung an der Administration, natürlich ein bisschen am Sekretariat, am Komitee mäßig für Vereine. Wie gesagt, den Club haben wir unterschrieben, und wir haben auch ein mehr günstig Angebot, weil wir so viele Klienten bringen. An die Offer, die mir haben, das sind nämlich ein richtig großes Clip, die mit teurer Konzession hatten, dann sind aber ein richtig mit kleiner, das ist von den Membern abhängig. Gibt da 16.380 € machen. Und mir gesagt, wir geben das Gemeinde das alljährlich. Wir haben ein Kehr am Budget, da muss man das alljährlich wiederholen. Überholen. Aber auch da haben wir gesagt, wir hätten noch gerne Feedback, wie von den Vereinen auch aktiv der Match schafft, weil der Verein der dort geholt oder der Match schafft, man den aber dann aus dem Package raus. Wir nehmen das Sinn, wenn er doch genutzt wird. Also das wäre für das Jahr wären das 16.380 €. Gehen nicht dazu froh. Ja, Carol. Ja, ich habe mal de pur Leute aus den verschiedenen Clubben geschwärzt, in anderem den Tennis, die man wirklich bestätigt tun, dass das ein Hölle für sie ist, auch wenn es am Anfang relativ viel Arbeit ist, das en place zu setzen. Und da sind auch Telefonen zwischen verschiedenen Tennisclubben am Land hin und her gegangen, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht. Und da komme ich zu meiner Frau, einfach ein Verständnis froh, also Clubi, die ihr danach als Gemeng geschrieben hat, wie also dazu kommen, oder sind nicht Clubben, die das gefordert tun, an as dat lo eine Firma, die am Land etabliert das schon wie weit, wie kann sich das vorstellen? Für was stellen ist die froh, weil wir haben ein bisschen man den diskutiert, wohin über das digital, natürlich muss ein digital fit sein, wie weit gehen wir da raus, ich meine, die frohe sind noch gestaltet, wie die Vereine invitiert sind aus von der Protection des Données an, wenn die verhit machen. Was geschieht dann? Sind da auch noch andere, die das können abholen, weil nicht andere Firmen sind da nicht so am Bild.
die auch mi billig gewesen weiß, und waren do verschiedene Preise einer Firmen dass das Programm den ihr bezielt schon. Das ist das Programm, den ihn bezielt. Sie hatten uns so geschrieben, ich meine, sie kontaktieren Gemengen proaktiv. Sie hatten uns so geschrieben, und ich finde das relativ interessant fand. Du haben wir an den Chef Rot gerufen, und haben sie uns alles präsentiert. Und dass da wirklich ein Plus-Value für die Vereine kennt ziehen, weil aber sich relativ viele Sachen vereinfachen. Dadurch kann ihn alles über die Plattform gerieren. Und du hat man am Chef Rot Decision getroffen, dass man da giffen gut heechen an du mat Vereiner alle go invitéiert, dann schmengen das relativ viel also positive Feedback durch noch mat Leiit geschat muss sech am Ufang bis sie dra schaffen. Ich hat doch mat der eng oder anderer Gemeng aus dem Osteriert, die dat nämlich schon gemacht hun, die auch eng Memberschaft mat Martine gemacht hun, wie zum Beispiel Mondorf an Chateau-Montbrouillet Meisteriert, an die war begeistert von ihnen. Und du gesagt, da komme ich gehen auch auf die Piste. Und ich meine, auch an Covid-Zeiten, als der Toten aber auch noch so eng Hilfe, auch eng finanzielle Hilfe, weil sie aber die Kotisationen nicht brauchen zu bezahlen, weil mir die überholen. Ich meine, wir hatten ja für den Sportsclip hatte man ja zusätzlich Subsid bestimmt mir heißen aber so Clip wie so ein Musikschule Musik, die davon profitieren, weil kein Sportsvereiner sind. Der Tisch werden von all Vereiner betroffen, war ein gut Sache. Du war nach die froh, die du gestaltet hast, eng letzte Firma, ja, das eng letzte Firma, mit die nicht letzte aktiv was. Also GDPR-konform, ja, das haben sie auch geantwortet. Sie passen schon auf, dass Datenbank alle Guten, die dort Sachen so traktiert gehen. Weil das von der Verhältnis gehen, ja, dann haben wir ein Problem. Ja? Weil, nee, das ist kein anderer, den der dort so an der Form anbietet. Wir hoffen, dass sie nicht verhältnis gehen. Dann haben wir wenigstens die Zeit, wo wir da dort hatten, die Plattformen, ich sehe nicht so aus, weil sie schon etliche paar Kunden, was nämlich auch nicht unwichtig ist zu wissen, dass das auch mit verschiedenen Föderationen schaffen. Natürlich gerade Sportvereine, wenn doch Matcher sind, dass da noch Plattformen Echange erinnert denen zum Beispiel Fußballvereine oder Tischtennisvereine oder was dann noch an dem Sinn flotterst du für Mengen dazu relativ gut abgesetzt sind. Die Konzession, dass das Plattform auf der einen Seite und auf der anderen Seite als der Service haben und sind eine Person, die dann noch die einzelnen Vereine ausschwätzen an ihnen helfen, die Mise en place zu machen, respektive Probleme sind aneinander. Der Viertel davon, die ganz große Viertel, die nicht daran gesehen ist, weil ich auch viel an Vereinen aktiv sind, aber dass von ein Sekretär changiert, dann ist das alles auf dem Computer von der Person, da muss ich aufhängen mit USB-Stick, ich weiß nicht wer, dann hört den heißen Donien einfach dran, und wenn einfach der Sekretär oder der Casey oder wie auch immer changiert, dann geht einfach nicht mehr Recht dafür gehen und den nächsten an Plattform hast du. Den anderen Viertel ist das von Leuten Armeevereinen sind dann auch noch von Clubs, das ist ganz einfach, wenn ich weiß, wie es funktioniert, dann kann ich auch an dem anderen Verein nicht machen, das ist einfach dieselbe Dinge. Und das mit der Rechtevergabe kannst du ganz dynamisch schnell eng Mann die gehen, und du das menglich eng viel Perenität von den Donne vom Verein, wie wann dat hast den dat lokal den eng Wechselschi werden möchte. Weil bis lot waren jo Vereine, die hatte schon so Plattformen mit war net für alle Vereine zu summen, an schon nun waren mit Kleinvereine, wo net soviel suen do waren, die konnten se staat aber net leschen holen schon. Just eng Sache, wat Carol noch gesot hat. Die Firma, die besteht, weil ich meine paar Jahre ha Marché an sie noch 4 uns alle die großen Sportsvereine, weil ha am Land nur geschrieben, mir sind noch zum Beispiel geschrieben gehen. Aber was ganz wichtig ist, dass die Formation, was Ivo gesagt hat, sie für ein paar Wochen haben sie mit den Vereinen online in Formation noch gemacht. Und ich meine, muss Chance Vertrauen noch zu den Burschen da. Sie bieten noch Hölle, wo der Tisch kann ich bei so rufen, wann ich Schwierigkeiten hat. War doch ein Flotzeres. Ich kann die Rechnung also auf Englisch.
bis den 19.05. Muss bezahlt gehen. Da der Grund, aus der den aufkommt, das alles auf Englisch, als das der Grund. Nee, wir könnten egal wie Spruch schreiben, das ist egal. Sie wahrscheinlich statistisch auf Englisch gemacht. Ja, und den Daten nur du hast, sie wissen, aber dass die Gemengen nicht gerade so schnell sind. Ich meine, nun müssen wir für die mal das stimmen und dann machen wir Monat und dann können die sie suchen und das ist aber kein Problem, wenn das nicht präzise auf den Datum funktioniert. Ein Kurzfrist, als das aufgeschwärzt so. Nee, also, das ist mir gar nicht bewusst, das stört mich auch noch gar nicht wirklich viel. Ne? Also ich meine, sie wissen genau, dass wir das dort bezahlen, das, ja. Normal können sie dann Zinsen rechnen, wenn man nicht bezahlt. Das werden sie nicht machen. Merci. Also all die Fragen, die wir gestaltet hätten, sind sich beantwortet. Es war just ein Detailfroh bei uns internen Abkommen, dass die Plattform, die bietet auch am Anfang die Vereine an, für hier Sponsoren noch nach außen zu drohen. Was aber auch ganz interessant ist, weil den Sponsoren, die den Verein helfen, für etwas zurückgehen. Und da wird froh abkommen, ob es so ist, dass in par rapport zu dem Sponsoring, den affichiert ist, auch muss Sponsoren quasi von der Firma muss affichieren oder ob du wirklich just seine eigene Sponsoren kann affichieren. Nee, all Club affichiert just seine Sponsoren. Der Club definiert, dass sie mich sponsern und der Club definiert doch, was geschieht bei den Sponsoren. Das heißt, wo will ich die visibel machen? Ne? Und du kannst einfach so einen Automatismus, zum Beispiel, all Kurier, den rausgeht in einen Band mit seinen Sponsoren, das muss ihn doch klassifizieren, wie ein Sponsor oder respektive von einer Rechnung rausgeht oder und das ist flott von irgendeinem Event als von einem Verein, der den Sponsor auch dran hört und dann einfach noch all seinen Sponsor. Das geschieht oft nicht, der Verein hat oft nicht den Reflex, denken den Sponsoren, einfach so Sachen, so Automatismen, ne? Das auch so kleinen interaktiven Menschen, die du hast, die immer so Erinnerungen hast, willst doch das, willst doch das, nicht so twioen, und das ist ganz flott, weil du Sachen wie von den normalen Verein ganz Seele möchte, weil einfach nicht die Reflex, dass ich froh, wenn die Basics gemacht hat, dass das Event stattfindet, und so können die das dann machen. Und was nach dabei kommt, dass sie selber von Klubi Sponsor sicher gehen, und du kann ich noch, wenn ich will, zusätzlich Sponsor kreieren, kann ich eventuell auch von denen mit dabei holen. Ne? Das ist minimal, das sind nicht ganz viel Summen. Das könnte bis 50 € oder 100 € am Jahr sein, wenn du der pur hast. Auch das, das ist für sich noch. Weil sie so viele Vereine haben, da gehen sie bei potenziellen Firmen, sondern wir haben eine Plattform mit so vielen Vereinen, das interessiert dich wie ein Sportverein oder interessieren dich, und dann gehen wir das weiter und da können die über Club kannst du auch ein neues Sponsor kommen. Also das ist nicht reich davon, das aber auch Kleinvieh macht Mist. Insofern denke ich, für die ganze Coop Avantagen, und muss man einfach mal ein Jahr laufen lassen, dann gucken wir mal die Clip eine Bilanz zu machen, aber ich denke, dass den durchaus positiv ist. Gut. Da gebe ich die 16.380 € zum Wortstell, wenn das der Mat d'accord so übernehmen. Da kommen wir bei dem nächsten Punkt. Ja, das war auch nicht viel gesehen, dass Talenturen, also mir hatte schon mir lang, das ist zwischen der Basilika und Trifolium, das ist ein Platz, die Konterbondas, die zwischen der Basilika, die Parkplätze am Geschäft, den Deckermotor, das ein Teil, und du hast eine Trifolien gebaut, da hat man das gefandeln, dann hast du nach den das Kaplonshaus, die zwei Gebäude für der Basilika, du hast dann noch ein bisschen ein Gärtchen, und da hat man Schafferrot, zwei Schafferrät für, und ein Architekt mit dem Auftrag für so zu gucken, wen die Verbindung oder zwischen der Parvis von der Basilika und Trifolien, wie das flott gestalten kann. War etwas ganz Schönes, mir exorbitant teuer, groß, und das auch nie gemacht gehen. Die können sich erinnern, dass man das Tod zum Müllertal einen Architektenkonkurs gemacht und ein kleines Projekt, aber den noch Bodenmaß an den Servicetechnik, ja, dann da müssen wir für dich mal einen drinnen die Infrastrukturen an drei machen. Los den glücklichen oder unglücklichen, wie können nennen, wie der will,
Zufall, dat Kreos gesagt wir müssen unbedingt op der Marktplatz an do oprappen. Wir sind op der Marktplatz für der Gemeng Rof bis bei die Dikt sie vor nach Brümmer, da fuhren sie noch nach Rob lachten Trifolion bis an Krimmergas. Dat geht alles opgerat. Und da profitieren mir natürlich davon, dass wir auch alle guten Eisinfrastrukturen auch direkt matt machen. Das heißt, und das da bis der Sommer plus oder mehr fertig, bis dann ist mir egal, aber das ist ja alles fertig, sodass wir uns definitiv können Gedanken machen. Dann haben wir die Infrastruktur mal an der Reihe, da könnte man uns mal Gedanken machen über das, was wir drauf machen. Die wird auf der anderen Seite immer ernst Partner hun für die Neuplatz op der Ger bei der neuer Schule zwischen der Schule und dem Parkhaus zu aménagieren, den du Flotideen hört, dann hatte ich mal dem gesagt, okay, dann loset nicht dabei, mir macht auch Gedanke, wie man recht als Fußgängerzone sie Rue de la Gare, Marktplatz an noch Hanno die dote Platz. Geht dat man da nicht direkt machen, mit zumindest wann man etwas machen, dass man da machen, dass das kohärent ist, dass Hannover man irgendwann gefährdet ist, das ganz das. Also dass man gesagt hat, okay, dann ist vielleicht ein Moment kommt, wo man so Gedanken darüber machen, dass man einfach die Leute durchbringen, die Ideen, die wir schon haben, den nächsten Plan plus das Tor zum Millertal, plus dann eben den ernsten Partner, da mal gucken, was können wir da sinnvollerweise machen. Hat man nicht viel gesehen, aber da haben wir gedacht, einfach nur mal ein Budget extraordinaire für frais d'études, pour l'aménagement. Das ist einfach nicht das schon im Rast. Es geht darum, dass man ein Beauftragung so Gedanken zu machen, was wir da können machen. Und dann, wenn wir dann nicht etwas tun, dann kommen wir natürlich hin und sagen, okay, und dann ist das für nächstes Jahr oder das Jahr drauf Budget für da wirklich etwas Ideegreifendes zu machen. Wie wichtig ist, wenn innen drin alles in der Reihe ist, da können wir so ein Gedanken über die Oberfläche machen, weil die ist nicht wirklich flott, weil das die Summe gebastelt, aber das ist kein angenehm Platz. Mit das Kind einen ganz schönen Platz gehen. Ja, da muss ich gucken, und du musst einfach Spezialisten mit beiholen, also das ist schon Städteplaner, die von unseren Partnern, wo wir schon flotte Idee gekriegt haben für hier auf der Gare, für nicht die dort nicht, dass man das auch mit denen schwätzt, und dass man von halt nur gesagt, über den Marktplatz oder durch die Rue de la Gare geht, dass das etwas Zusammenhängendes ist. Dass man nicht Patchwork, sondern etwas Kohärentes, was man überall an unsere Fußgänger, überall wo Fußgänger hast, können machen. Voilà, das ist die Erklärung, die 30.000 €. Froh, ja, Carol. Ja, natürlich begräßen man, dass da für Trifolien soll ein bisschen mehr etwas Properes an Flottes, wie es du gesagt hast, gemacht werden. Ich habe mir just vorgestellt, und auch mein Viergänger, dass gesagt wurde, dass da war ja aber eigentlich ein Plan, und ich kann mich erinnern, dass auch gesagt wurde, dass das Touristenbüro, also das Sanicar soll, dass das soll geswitcht gehen. Das heißt, das alles vom Tisch, einfach weil es zu viel. Okay, das alles gëtt die Idee gi mat weiter Dora geholl. Genau, du war geplant gin, dat soll Leute gucken, wat das do vun realisierbar, wie kri man dat effektiv auch den Echange, du sind umgang, du immer Plängen no fertig, du musst man dem Blick schwätzen, du musst den Lichttransformationen gemacht, dat eben Touristenbüro fehlen könnt, dat alles soll gucken, da muss einfach dat die bisse wiss mat de Blume muss wäschkoll, dat passt doch nicht, soll eben eng Platz gehen, du muss gucken für die Ideen, die schon do waren, plus die Dinge, dat man wen dat irgendwie Kraftverband etwas machen, wat kohärent ist. Soll man just nach dem uns dat Wäscher budgetisiert gehen oder nicht? Ja, das war extremst, also das war da ja, ich meine, das war so, ich weiß noch nicht, mir egal, komm, wir holen denke raus, wir gucken nicht. Das ist schon nicht, das muss ganz machen, das ist vielleicht paar Ideen davon, aber die verwerten kann. Dafür sollen nur einfach mal was durch Schloch gucken und dann auffeiern. Und da kommen wir bei ihr und sagen, das sind die Möglichkeiten, wie sie dir das, und dann müssen wir etwas machen, wo wir es gut spielen dran. Ne? Okay, das ist kein Vor, da gebe ich die 30.000 € mal zum Wort, da bin ich mit d'accord. Das auch unternehmen. Da kommen wir bei der Punkt 5. Ja.
das auch ein neuen Artikel budgetär hun letzte ein bisschen Probleme gehabt bei diesem Park de Recyclage, dass die ganz vorobers, das nicht in den als zweite Samstag, dass den immer oberst, wo wir an sich aber ganz froh sind, weil ganz viele Leute den profitieren und funktioniert doch ganz gut. Das ist heinz so pur, das immer leider so pur Leute, die egal was müssen du machen, und dann haben wir eng Knaststuhlein, die nicht wirklich gut ist, und dann da war die erste Reaktion vom Servicetechnik, ja, da muss man eben so machen, dann in einer bestimmten Zeit, wo man sagt, fand mir wohl nicht gut. Und dann war dann der Kompromiss, wenn man da eine Videokamera machen, wo abzeichnen, die man aufrufen, wo man auch dann ein Schild machen, pass auf, die Platz als Video surveilliert, und dann hoffen wir, dass eben den Vandalismus mehr oder den Missbrauch von den Dingen einfach wegfällt. Voilà, und da haben wir geguckt, was das gibt, kraschen, das sind dann 7.200 €, und dann hat man die Platz da eben überwacht, dat ist einfach die Tischen op an die überschreift, und wenn ich das guckt wann mans Milch geht, dann ich habe auch gefragt, wie geht das, und noch der Poli gesperrt, wann nur festgestellt gehen muss, geht der los, und dann ist also geschieht, da geht Poli gerufen, da geht Poli, und die holen dann aus der Kamera die Donnen raus, und dann müssen sie gucken, wann sie da machen. Und das ist der normale Werdegang, und ich denke nicht schlecht, was kann man da aus, da schreckt er doof, und dann haben wir die Ordnung. Aber trotzdem, wir können aber die Service 24 Stunden abhalten, weil was mir denke, was für die meisten Leute wunderbar klappt. Ben. Just ganz kurz, die hat vielleicht schon durch eine Kamera Henke gesehen, das ist ein Trapp, die hält nicht ab. Die hatte man einfach gerade aus dem Grund hätte man die dahin gehangen an Donau war Lashke und Leute fertiggebracht für die Lutpotter abzuklammen, an die Kamera da umzudrehen, weil sie gefährdet und sie giffen abgeholt gehen. Und ich meine das schon böse an do viel aber mal ein richtig dahin zu kriegen, die dann noch abhält. Carol. Ich meine das einerseits schon bedenklich von den muss op DW goen, dass effektiv Kameran installiert, das wie du gesot hast, wann den gewissen Vandalismus hört, dann hast dat vielleicht de Moyen. Du hast selber gesot, die Kamera die muss ja auch autorisiert gehen. Hummer die Marsche gemacht, ich kann die Prozedur selber nicht so gut sind do sonst mal Konditionen erfüllt, dass man effektiv auf dem Dote sieht eine Kamera kriege, weil ich weiß aber, dass das sonst mal aber auch immer mit eben einer Autorisation oder wie du siehst muss gemacht gehen, der Tisch muss geguckt gehen, geht das oder nicht, und Polizei ist effektiv, wie du siehst, zuständig für die Auswertung davon. Das ist mittlerweile so, dass du ein bisschen vereinfacht, du brauchst keine Autorisation mehr. Du hast das Reglementation geändert, und du musst just konform zu dem Reglement handeln. Du darfst nicht einfach auf der Straße filmen, darfst du nicht. Du kannst einfach den Platz, und du musst auch so ein HR-Schild, du musst leider aufmerksam machen, da kannst du das machen. Du musst die Ausrichtung von der Kamera muss passen, und die Reglemente musst du schauen, da brauchst du nicht unzufreuen. Okay, da gebe ich die 7.200 € zum Wortstellen, wenn es mal d'accord. Das ist auch daneben, merci. Dann der Punkt 6, das ist ein Kredit supplementär, das für die Renaturierung, also das wird von der Renaturierung von der Lauterburger Berg, da hat man schon gemacht, das ist Phase 2. Das sind natürlich zwei Worte, das ist eine Depense von 160.000 € und ein Subsid von 160.000 €. Das heißt, die Stadt finanziert das komplett. Wir müssen einen Auftrag gehen, wir bezahlen das, wir kriegen aber das komplett 1:1 subsidiiert. Du denkst froh? Ja, Carol? Dort hast du eng Phase 2 vom Projekt. Wie weit geht das weiter? Ich hatte ein bisschen effektiv gelesen, aber hast du schon mal an Gesamtprojekt nach eng Phase 3 oder eng Phase 4 gesehen? Also das sind verschiedene Abschnitte. Im ersten Teil, also wo die Spusmillen, das aufgeschlossen, da geht da weiter. Und das sind dann vier Abschnitte, an die ein und anderen gemacht gehen. Ja, das ist den zweiten Abschnitt. Vielleicht ein Zusatz, wo man das komplette Projekt an alle Phasen effektiv auch 100% subventioniert kriegen, oder ist das immer eine Diskussion par rapport zu allen Phasen? Nee, das ist etwas, was die AGE möchte. Und die suchen gesehen, und sie so auch, wir wollen das gerne machen, und das ist immer 100%. Das ist eine immense Chance.
Und dafür so okay, go. Aber das geht immer so sehr, wie sie pratzen. Sie machen den Dossier, sie präparieren dadurch und sie machen auch so, so wie sie Manpower dafür haben. Ne? Das kann alles Zeit, dann man sie aufschließen und dann gesagt, der nächste geht präpariert. Und dann kriegen wir, sobald sie da pratzen, kriegen wir das geschickt, hallo, und denken, wir müssen das, weil wir der Proprietär muss mir als Gemeinde an Auftrag geben, das immer Martin. Und sie präparieren auch immer den Dossier, Teilkerl. Das ist just, dass wir eben aufrufen müssen, Ausschreibungen machen, Obträge rausgehen und dann können wir von ihnen Subsidien. Immer 100%. Okay, dann machst du manchmal 2 Worte direkt. Eine Depense von 160.000 €. Merci, und dann ein Kredit von 160.000 €. Tipptopp. Dasselbe ist drin, das die supplementär für, also auch laut der Beobachter, das dann Mesure anti-cru, das ist ein bisschen mannerhäich, das sind 21.780 €, also als Depensen dasselbe als Subsid. Selbe ist die Philosophie, das ist anti-cru, dann das Reaménagement. Kein froh, da gebe ich auch 2 Worte mit der Depense 21.780 €, wenn es mir da verstanden. Merci, und dann auch den Kredit 21.780 € auch unangenehm. Merci. Da kommen wir bei dem Punkt 8. Und da geht nach weiter, das ist dann die Exekution von der Viabilisation von Lauterburger Berg. Dasselbe Spiel, eine Depense von 117.000 € und ein Subsid von 117.000 €. Ein froh, Carole? Nein. Ja, du wolltest stimmen, okay. Findest du mit der Depense von 117.000 € abverstanden übernehmen und dann den Subsid von 17.000 € auch übernehmen. Merci. Gut. Dann kommen wir bei Neng. Da gibt es nicht gerade so viel Subsid. Pardon, Carol, ja. Vielleicht ist eine Remarque, wenn wir wissen, dass wir los und nach 2 Phasen drin haben, da könnte man vielleicht effektiv d'office dann auch etwas an das Budget schreiben, für das man nicht nur stimmen. Ich verstehe, dass man hier quasi nicht den Lied vom Dossier haben, sodass man von nie richtig wissen, wie nie das weitergeht. Wenn es natürlich noch weitergeht, dann denke ich, da könnte man aber auch etwas an das Budget ausschreiben, oder nicht? Das ist schwer, weil es der Monat nicht weiß. Das sind extrem unterschiedliche Monate. Das ist extrem schwer, wenn wir das Projekt selber machen, dann haben wir schon am Vorfeld mit Büro gespart, dann haben wir schon, dann möchte ich Service Techniker mal ein Ding, was kostet ungefähr, möchte ich sagen, Estimation, wenn wir nicht tun, ist schwer für Zahlen. Das setzt mir irgendetwas an das Budget, was danach nicht passt, wo man danach will, muss eine Anpassung in die eine oder die andere Richtung machen. Also das ist schwierig, leider. Verstehen die Überlegungen, also wenn es nicht mehr geht, wenn man Zahlen haben, man ist ganz gerne dran. Gut. Da kommen wir bei den Punkten 9. Da geht es leider kein 100%. Aber trotzdem, das ist mir also den ob der Gär, das waren natürlich die Arbeiten, die man müssen machen. Immer mit der Schule konnten aufhängen, konnte ich erinnern, wir hatten relativ viel Arbeiten gemacht, dass den Regenüberlaufbecken auf der Gär, und den hat wesentlich mehr gekostet wie das dort. Ich meine, das waren 6 Millionen. Aber das ist schwer, das ist nicht nur der Rüb, das ist der Rüb und das ist auch Kanal, und das sind unterschiedliche Subsidien. Da ist rein Heichwasserschutz, dann das Kanal als Gemeinde responsabel, und das kriegst du nicht ganz präzise getrennt. Wir wussten, dass ein gewisser Prozentsatz, den wir kreieren, was Heichwasserschutz ist, mit dem einen guten Teil als Gemeinde zu bezahlen. In diesem Fall kriegen wir für die ganze Rüb aufgerechnet Subsidien von 2,4 Millionen, das ist eben der Part, den der Staat bezahlt, aber wie gesagt, wir haben auch eine gute Batz, aber da bezahlt. Wenn kein Vorsitzender gebe ich die Subsidie, den Kredit von 2,4 Millionen zum Wirtschaft, wenn es mal d'accord. Merci. Also wir müssen die aber schon für so hinausgehen. Nein, ich will das so. Das ist nicht, dass man nur einfach so kriegt. Und dann den Punkt 10. Wir müssen den letzten den letzten Subsid, den letzten Prä, den Welt akkordiert kriegt. Also akkordiert. Das ist immens problematisch. Wir wissen, dass wir immens viel Investimente machen, dass wir am Budget auch relativ viele Millionen haben, wo wir Emprunt machen. Da haben wir die letzten, haben wir im Moment
ja, ganz Präsette gesehen. Wenn die nicht kommen, dann geht das Ganze ja eng. Das sind 11 Millionen, das ist relativ viel Spieler. Wenn du die siehst, wie neben drüben die Holzelemente kommen, dann da kommen noch so Rechnungen. Dann da stimmen mir ein Emprunt. Und dann dauert das heinst du wirklich ziemlich lang, da wir approviert kriegen, wenn man approviert kriegen, dann können wir recht bei Banken aufgefroren, bis man die dann 100, das braucht seine Zeit. Und da wünsche ich nicht, dass wir immer so einen Engpass kommen, wenn wir waren am Anfang von mir an seinem Engpass, weil der Budget nicht drin war, da hat man nämlich gesagt, die können nicht den Emprunt erzählen, wenn nicht der Budget drin ist. Und das hängt dann so. Wir müssen unbedingt viel mehr frei Emprunt dezidieren am Gemeinderat, approvieren lassen, wir können dann sehen, was wir sie brauchen. Mit zumindest einmal alles brett tun, das von Magazin heilo ist eng, an das wir sie können sehen. Dafür die 50 Millionen proposieren, die wir direkt nicht brauchen, aber die wir sicher an den nächsten Main brauchen. Aber wenig wissen wir nicht. Das hängt immer davon auf, wie die Kinder ein Rentrée an das den Deséquilibre von den Entreen an den Depensen. Natürlich, Depensen sind mir heich Investissementer forcément braucht man die Suen de fürs Propos vum Chefrot lo schon die 50 Millionen zu stimmen, approvieren zu lassen, davor man als Dinge an dann mit 10 standen, wie man sie brauchen. Froh? Kein Dach mach's. Ich meine die Frau well x mal gestalt gehen. Ich fand immer bis Schritt op der enger Seite muss man Emprunt holen, an op der anderen Seite haben wir vom Staat nach so viele Suen zu gut. So wie ich verstanden, die vom Segedis, die 8, so viel Millionen war doch immer, die hatten wir ja well viel gesehen am Budget 2020. Wo ihr gesehen, dass sie immer nicht da sind. Die letzte Sitzung Euromika davor geschwart, dass sie da wären. Aber was hängt da konkret auf? Weil ich fand immer schon, wir mussten auf der einen Seite wirklich ein Emprunt stimmen, aber auf der anderen Seite tun wir seit Jahren noch so viel zu gut vom Staat. Ja, ich schreibe mich genauso ab wie du. Ich bin auch noch gefreut. Wo leidet gerade beim CGDs, sie werden drauf, dass den Akt notarieren erschrieben ist. Das ist dem Moment, wo wir bei den Notar gehen, an sie proprietär sind, da geben sie zu fließen lassen und nicht viel drin. Das sind die letzten Dinge, da muss noch einen ganz komplizierten Notarsakt gewirrscht sein. Das, weil wenn es im Kadaster vertikal und horizontal, weil den Terra, den wisst, wir hatten schon die Schwierigkeiten Demos, wie wir gebaut haben, und den Notar, den Leute CGD-School, haben dieselben Schwierigkeiten damit gemacht, das hat extremst lang gedauert. Auf der einen Seite muss ich noch so Notaren, ich weiß nicht, wie weit die verlaufen sind, überall, bei allen Notaren hängst du an und noch der Gärze macht man immer, man muss Notar nicht durch, nicht mehr für das zu sagen. Und wir haben als Juristin, wo ich gesagt habe, du bist alle Woche beim Notar hin. Und ist aber nur der CGDs, den Herrn Druners. Und ja, sie brauchen noch lange. Das gut mir erklärt, sobald wir beim Notar sind, da fließen die so. Also das ist aber nur demnächst mehr, aber das ist doch klar. Aber du hast recht, also nervt mich auf der anderen Seite, muss ich sagen, der Schuldzins ist nicht dramatisch, respektive nicht wirklich wie am Moment. Aber natürlich, wenn du einen anderen Schuldzinssatz hast, dann ist das desagréabel und das sind die so voll mit. Das ist nicht mal so. Du kannst nicht ändern. Ich meine, du musst einfach, wenn du den Fonds nicht so willst bezahlen, musst du so Liquidität nun und wir wissen, dass man auch müssen machen. Das ist eben das Hauptste. So, pour mich nicht oder pour mich spät. Aber letztendlich muss man sagen, die Summen, die wir alles, was wir investieren, haben wir nicht auf der hohen Kante, muss man bei der Bank sicher gehen. Das ist so. Okay. Wenn du keine Frage mehr, dann gebe ich die 15 Millionen zum Wortstellen, wenn das der Matakor. Was unangenehm. So, das war ein langer Punkt, da kommen wir bei dem Punkt 4. Approbation, der Kompromis de Vente, das sind zwei Häuser. Du hast just einen Fehler am Akt, also am Kompromis gewirrscht. Also ich hatte den Herzsprach, die Häuser sind zwei Häuser, ein an der Maximilianstraße, das war ein Kaffeehotel, ein bisschen wieder wie vom Schlösschen, und dann das an der
Lützeburger Stroß wie vu de Larry Triesport fir rund wär. Wësse Häuser sinn, die sich schon Milan an der Wand der mündig schon Milan geguckt gehabt am mir noch schon regelmäßig der Leiit die Ugerufen am Servicetechnik, dat wäre ein Haus mat soviel Unität net, das mat soviel Unitäten alle Notteilen der toten das eng Maison unifamilial, man den Kommerz an nowe Wuning, aber die sind ernstcht benutzt gin an immer schon lang die Überlegung. Wat sommer do machen an wie letzt haben nach en Reunion mat Beamte vum Logementsminister, die as woch wirklich ermutigt tun fir als Gemeinde de Schritt zu machen, weil sie mat wirklich interessiert sind an bis 70% mat finanzieren. An dat sind natürlich auch Projekt, wo man Martinen am Dialog sind, geht der mat der tote Käfen. Das ist ganz klar für Logement sozial zu machen, absolut. Das einfach für eng Situation, die lo net konform zu meinem Baureglement, das von mir dat mussten dann neike Geld an Hand holen für Transformation noch dokrimer vom Minister Logement stark Subsidien dafür, dat ich den eigentlich nimmt die Klängendeel von dem ganzen ob der Schüler von der Gemenge aus zu konditioniert Logement sozial aus. Und die brauchen wir. Nun ganze Kopf der Leute, die heute zuerst nachfunden an die Händeringen sehr besichen, wir wollen einfach eine proper Situation kriegen für die dort Leute. Und du Kersch Barogerufen gerade dann schon gesagt, so die Preis machen Erfolg. Die dort Preis bezahlen wir nicht. Und du hatte mir darauf Sinn, eine Zeit no an 100.000 Euro raufgehen. Ob die zwei, aber am Kompromiss falsch, du war allhaus 100.000 Euro auf das falsch, sind der 50.000 Länge 50 op die anderen. So dass der letzte Preis ja Glas und den Chef gegangen wert und immer die machen. Kann immer so der den nach miss lang verhandeln an sicherlich als all Preis die Idee für nach besser mit das einfach das tro wie weit geht der proprietär mat oder net mat dat den Preis fir durch richtig so dass den der Maximilianschluss 1,5 Millionen an der letzte Stroß ist 1,350 Millionen. Da sind immer die zwei zu summen 2,85 Millionen. Da das der Preis. Schön am Dingen verbessert gehabt mit die elektronisch Dinge nach die 50.000 drin haut als korrigiert. Okay, dann ist gut. Okay, das war. Voilà, das der Punkt. Schon nun, ja, dat du Wortmeldungen sehen. Ja, merci Yves. Du hast schon ganz viel Frohen, die man abgeschrieben hatte, beantwortet, weil wie gesagt, mir hat ja just die zwei Akten Notarien. Das echt hat mir gesagt, also wo man es gedacht hat, dass es immens teuer ist, wie du gesagt hast, dass sie schon 2,5 Jahre an der Wand sind. Und was man just zu bemerken gehen, dass man wirklich mussten evitieren, dass alle Guten, die so mal abgehen, die Leute nicht lassen, weil sie überteuert aussetzen, dass dann Gemeng du soll aussprangen do man da die meist mensch kriege fallen für Preispolitik zuerst danach du hast lo selber gesot wir hatten also abgeschrieben wer der tote kein Objet für de Fond du Logement wann du lo grad gesot Logement gave lo heimat op de Wego wann schrich verstanden hun an effektiv wat will du man da machen du hast schon drauf geantwortet das für soziale Wohnungsbau man schmengen do wie gesot schon einfach not frohen méi den awer wie ich wie dro gesot hun de Preis fannech enorm héich. Ass dat lo verglach mat andere, weil mir hunn zum Beispiel och to gedurcht die Immobilien, die niewen der solossen all Georgia und Astoria niewen runnnen, die werden jo och kucken. Am wëssen dass dat natürlich ganz andere Preis war méi die war de muss Gold die Welt klasseiert das war so oder weil den du net kann immens viel muss investieren wie war dat schon méi war einfach Mühner ist froh gestalt wat war dat war knapps 5 Schwiesel genau mit dat war viel Männer an dem uns man gesot ne können nicht der ufhängen das ein enorme Volumen dat Haus an wo hast du die Balance
wie man dummer da dass dat wo mir als froh stellen van Loid verre könnt mat iwwerdeierten Objeen die schon 2 Uhr marché sinn. Also mir sind gut net forsiert Schnaps zu kaufen. Wir gucken also mir en gewisse Klientel vu Leiit ha ja nicht danach regelmäßig Office sozialer mat der Santé mat der Poli Wuningen gucken, wo man so dat kann net sinn. Wir kreen die Leute net raus, wenn man net da kreen. Die da ist just dom für die Situation besser an den Griff zu gehen, wir werden nie, wenn man aufgelöst Wohnungen zu kreen, wir werden nie alle Wohnungen verloren. Wir werden immer die Jäger und Jäger ophalen für genau die Situation zu machen und dann wir dann schrittweise in eine Situation kommen, wo für die Leute besser an mir adäquat Wohnungen sind. Das heißt, wo mir den Fokus drauf haben, das Haus, was du gesagt hast, in der Story, du wohnst kein. Du Leute kennen an gewissen Dingen. Aber hier sind an den Doten zum Haus wirklich ein rich arm Deivelen, die nicht gut logiert sind. Und das die soziale Gedanken, die uns ein bisschen mehr motiviert sind, der Toten, von der Toten holen, an die raus, an die neu logiert, kriegen dann nur etwas für Leute, die nicht nach Wohnen etwas Gutes gemacht. Mit das aber recht, wir waren interessiert an dem Gebäude neben dem Giorgio, aber da war man nicht das ist schon ein Nierfall, da sind wir nie in den Dienst. Wir hatten die alle da sitzen, mir noch gesagt, wir werden an verschiedene Sachen interessiert. Und da hat man wirklich die Impression, dass sie da einfach gesagt okay, die Menge interessiert ist, dann können wir da mehr freuen. Und ich finde das ein bisschen affrontiert fand, weil wir hatten ein paar Sachen, die wir wollten haben. Und dann haben sie gesagt, ihr als Gemeinde verkauft mir gut nicht. Das war ein bisschen sie war störrisch gehen, wir interessiert waren wir. Wenn man Logik von denke gehen, dann wären wir immer noch interessiert. Mit dem Problem ist effektiv, dadurch, dass das aus dem 16. Jahrhundert das Haus als klassiert, du kriegst Männer gut soziale Wohnungsbau dran, weil du hast auch Bannen dran. Wir werden doch gucken, ich habe noch ein Foto von Bannen dran. Du hast zum Beispiel ein ganz alten Trab dran, wo auch verschiedene Mauern, wo Christina Meyer gesagt hat, dass du dir nicht rausholen. Und das ist schwierig, wieder Wohnungen dran zu kriegen. Und dafür gesagt, das hilft das nicht wirklich an den toten Handgedanken für Wohnungen zu machen. Mehr aber für 600.000 €, wenn man sein Gewinn gehen, dann das Manner Wert Wohnungsmarché, weil es eben nicht das kannst du machen. Das ist ein bisschen das Problem. Aber das heute, wie die Notel respektive dass du kriegst proper Appartement da dran, nicht so viel wie da dran sind, klar. Du musst näher bei Treppenhaus haben. Du musst einfach gucken, dass das beim CGD aufgeschwert ist. Das sind einfach verschiedene Kontranten, wo wir als Gemeinde aufpassen, wenn wir das dort machen, dass wann am Notfall, dass die Leute alle gut ganz rauskommen. Ne? Und dann hast du Männerwohnungen mit unserer Properwohnungen, du hast denen armen Leuten geholfen. Das kann man auch nicht mehr machen. Als Überlegung als du die heute an der Rue de Mercier, die gehen noch das Jahr fertig. Ne? Da hat dem Trifolion die heute, das sind 5 Appartementer. So, wenn man die heute noch haben, da fängt man an, ein von den Häusern, wo man den Lokataire können. Du sind hoffst, dass verschiedene selber etwas fanden, an die sie nicht findest. Dann hast du nämlich, einerseits Wohnungen frei ist, da kannst du okay, gut, mir proposieren Statuten. Und dann kriegst du eventuell einfach eitel. Da müsste das dann traurig, von der dann traurig gehst du in der Zweite. Ne, dass dann die Leute aus dem Zweiten dann durchhältst, so musst du immer, weil das kannst du nicht so weiter. Ne? Also du musst, das ist das Problem, du musst Alternativen haben für die Leute anzubieten, sonst kriegst du sie nicht aus den Wohnungen raus. Das ist also ein Problem im Moment, und ich hoffe, dass wir über den Dote Weg, auch noch dort der Geld, an dem Moin über dort der Geld geschwert, da bauen wir auch soziale Wohnungsbau, dass wir da über den Dote Weg, das ist ein Prozess, über Jahre geht das, ne? Dass wir lösen Situation für die Leute mit kleinem Abkommen an den Griff zu kriegen. Wen ist hier?
kurz vor dem Zusammenhang schreiben, dass wir dann nicht die echt Häuser und Appartementer, die man da ja haben, und das stellt sich froh eigentlich von der Gestion von denen Häuser, wen möchte und ich meine, du gehst ja im Kader von neue Packlogement Möglichkeiten für da doch eventuell mal andere Gemengen zusammen anzustellen, die das möchte. Ganz genau, ich meine, du hast also effektiv am Kader von Packlogement 2.0, du warst schon eine Information, wo die ich ganz aufmerksam nur gelauscht hat. Und du kriegst effektiv, wenn ihr die Matt möchte, kriegt so viele Stunden für seine Person bezahlt. Das dient, weil ich hatte noch von der, wie man beim Office Sozial zusammen wären, das schon mit der Rosbert Mumpes an der ersten Nacht, da hat schon noch hin, das gesagt, ganz stolz, ja, Mionlo, Krelo Wohnungen, und dann könnt ihr das dort, könnt ihr Ströms kümmern, und dann, ja, wir machen wohl gerne die ganze Assistenz sozial, wir können noch nicht, Gestion, also die administrativen Wolle von denen Wohnungen überholen, dann bin ich mal Roma Ausfall genau geschwert den Office Sozial Roma dem hat wahrscheinlich auch Packlogement 2.0 macht die Stunden mir Stunden am einen gemeinsamen Office Sozial sie weil Großmutter Gemeng also umgang Wohnungen Sozialwohnungen zu machen und da guck mal zumindest lo an der Phase zu Summen anzustellen den für die Zugemengen aus den man zum Deli wird Packlogement 2.0 bezahlt kriegen und dann muss ich gucken dafür wie viel Wohnungen mal weiterkriegen. Natürlich muss man Leute dafür erstellen, die ganzen administrativen Dinge machen. Das ist einfach die ganzen Sachen, kommen Leute ran, Dinge bezahlt an, wann etwas nicht an der Reihe ist. Das sind auch Leute, die dann noch, ja, wo technische Probleme sind. Nee, da müssen da wirklich Leute dann haben, die das dort machen. Aber wie gesagt, ich werde Packlogement 2.0 Krämer einen Teil bezahlt an Rosbert für die selbst muss gucken den Schlüssel fest noch selbst Problematik und dann dementsprechend muss die Person Stroms kümmern, ganz klar. Bon, ich bin ein bisschen skeptisch, dass wir als Gemeng Gestion lokativ von denen Proprietäten können machen. Das ist als Gemeng was immer ein bisschen erpressbar. Das ist, du setzt die Leute dran und da kriegst du nicht mehr raus. Sogar wenn hier Sozialsituation sich verbessert. Du freust mich aber nicht besser auf den Weg gegangen wie mit der Agence Immobilière Sociale, die doch viel mehr effizient sind. Das ist schön, dass wir Kontrakt machen, dann müssen wir noch so viele Wohnungen von ihnen. Aber ich so eine, wenn es am Chef rot was, wie oft das an Situation könnt, hier muss man ihn raussetzen, bei dem Meister wohin oder Chef rot. Und da stimmt mir mir nicht. Also AIS liegt nicht Eidelstehen. Wir haben 6 oder 7 Wohnungen über AIS, die wir finanzieren, die sind aber besetzt. Und wir brauchen einfach Wohnungen, die wir nicht besetzen. Also wir machen da kein Benefis damit. Das ist eine soziale Responsabilität, die wir haben, wo wir können reagieren, auch von zum Beispiel Brand, also das wissen, wir müssen delogieren. Wir sicherlich nicht immer für allen Moment überall genug Dinge mehr. Wir müssen einfach gucken, 2, 3, je nachdem, oder eine Wohnung immer frei zu halten für genau die dort Fälle. Auf der anderen Seite so nicht, gebe ich wünschen, wenn Leute, die soziale Wohnungen sind, dass die an die Situation kommen, dass sie an eine Situation kommen, wo sie immer so viel Geld verdienen, dass sie nicht zu den Kriterien gefallen. Das gebe ich gut fanden. Fällt nicht als nicht so einfach. Auf der anderen Seite ist es auch nicht dramatisch von einer Person. Also ich meine, über Sozialkriterien an eine Wohnung könnt, das geht sehr, sehr wenig den nur ganz viel so verdenkt. Das ist immer nach den aber muss rechnen. Schon kein Problem hat, wenn eine Familie, die eng finanziell tun hat, von denen an einer sozialen Wohnung sitzt, mit das kann ich einfach gucken. Du kannst an Kontrakt muss ich gucken, die Schlüssel machen. Das ist ein Challenge, da muss man gucken, wann so weit ist. Also wir fangen logisch tun, wir kriegen richtig, wir müssen Erfahrungen sammeln und dann fand ich nicht dramatisch, wenn ich als Gemeng in einer Wohnung sitzen und die nicht wie soll draußen, dann bleibt dran sitzen. Okay, ja, dann hat den 100, 200 Euro den Monat gespürt, ja. Du als Juristen wenn du in einer Wohnung hast, da kriegst du nicht mehr raus. Das ist ein bisschen naiv zu glauben, dass wir dann Wohnungen hätten, die von Eidel stehen und du gibst die dann so
punktuell besetzen, an da gibt es mehr rauskommen oder so. Ich glaube aber nicht, dass das geschieht. Schwer. Also, ich meine, wir hatten das noch schon ein Jahr angeschwart, dass ich gesagt habe, wir müssen aufpassen, dass wir am Anfang einen Kader haben, der nicht wie die normalen Kader ist von Lokationen. Das heißt, der yes hat effektiv auch sogenannte Contrat de mise à disposition, weil den andere Kader ist wie den von dem Bayer Loyers-Gesetz, weil wenn du an einem Kader bist, Lokatär Bayer, den und das Bayer Loyers-Gesetz gebunden hast, da kriegst du effektiv keinen raus. Mit der anderen über d'Agence Immobilière Sociale sind mise à disposition und du hast vielleicht noch Präzision, das sind alles am Anfang Projekte individuellen, die mit den Leuten gemacht sind. Das heißt, du hast am plus dann ein Zwivi hinten drin und das muss man sich gucken, wenn man effektiv dann über das Pakt Logement 2.0 ich kann engagieren, ob das nicht carrément am Endeffekt ein Assistance sozial ist, den am Anfang auch quasi so Projekte individuelle mit den Leuten möchte, für zu gucken, wie lange das lo bei der Agence Immobilière Sociale ist manchmal auch gebunden, dann dass sie dranbleiben, dass sie sich auf verschiedenen sonst mal abklären, aber halen, für dass sie weiterhin auch die mise à disposition zur Verfügung kriegen. Also ich kann da recht, auf alle Fall darf man nicht normal Kontrakte machen, weil sonst werden wir ein Jahr durchsetzen und nie mehr rauskriegen. Ja, ich gehe nicht recht, wir müssen dort nach genau gucken, immer lassen lernen. Richtig. Christoph, du hast noch zu. Ja, merci. Nee, das ist just für generell einfach so, weil effektiv für heute an dem gerade bei dem Bien, den an der Luxemburg ist ja schon lange zur Wandstung für den Preis, den dann nur in dem High ist, da den einfach nicht an die Situation könnt, wo weil das ja nicht, wenn man zuletzt einen Wohnungsmarché hat, wo normalerweise lang auf seinen Sachen sitzen bleibt, also in der Regel als wenn den zuerst nach selber guckt, als wir oft Sachen sehr fort. Ich meine, das ist schon eine Indikation dafür, dass der Preis aber eigentlich über dem Leid, was der Marché gefähr gehen, und dann einfach nicht dahin geht. Gerade hier, ich meine, hier ist eine Situation, wo du siehst, müssen die Leute, das sind die Herren, die da dran sitzen, denen helfen, du rauskriegen an Empfang. Auf der anderen Seite gehst du dann hin an den an die Situation setzt, dem käfst du dann nur noch für quasi den Preis, den Fred bien auf. Ich verstehe einfach, dass an der Situation, wo du Logementpreise, wo du größten Häuserpreis, auch in Heinz so Sachen muss gehen, an den da wahrscheinlich, das muss aufweichen, die Situation, das verstehe ich mich. Mengen einfach, dass den effektiv muss aufpassen, dass die nicht an die Spirale kommt, dass gerade die Leute, die Großgebäude haben, die auch zentral leiden, die sich so, die los mal so lange wie es geht, brauchen, weil irgendwann springt Gemeng an, aber das ist der Preis, den wir frohen, weil ich versuche, dass eine privat interessante Ware, mir das nicht kaufen, das wahrscheinlich schon allein just, weil der Preis so hoch war, wahrscheinlich schon noch viel muss, extrem viel muss drüber hängen. Ich meine, das ist einfach so, man muss am Prinzip einfach darüber passen, als Gemeng, dass nicht nur den hast, den dann ausspringt, für so Sachen zu kaufen, wenn für die Proprietären, die am Anfang mehr für sie lang so leiden zu lassen und nicht man Preis zu machen. Und dann eben auch nicht, gerade die Proprietären, die Leute in die Situation setzen, die Lokatären dadurch nach favorisiert. Das ist einfach just eine generelle Auffassung, die ich gerade bei dem Jahr, den eben an der Rue de Luxembourg leid fand. Also die wären lang fortgewicht von mir als Gemeng net stö gewicht wären. Mir hun gemacht hat net fortgangers die Leute nu gefrot und Gemeng kann ich so viel Leute net. Du musst konformieren zum Baureglement. Dürfen sind sie net fortgang. Mehr aber als Obje so direkt. Sobald der proprietär wieselt, das ist genau der Punkt, was wir machen. Wir haben eine Situation, die ist historisch gewusst und du kannst nicht so lo mir all die Leute auf. Aber gesagt, wenn der Proprietär wieselt, dann ist eine neue Situation, da gibt mir à la case départ, das ist ein Commerz nur eine Wohnung. Punkt. Du kannst ganz genau eine Person ummelden. Dürfen sie nicht losgehen. Weil wir einfach gesagt haben, wir müssen schon als Baureglement halten. Wir haben mir gesagt, ja klar, du kannst die X Leute ummelden, das ist kein Problem, werden sie direkt fortgewischt. Also der Preis war an dem Sinn okay, aber nicht konform zum Baureglement. Du musst etwas machen, das konform ist. Und dafür, du immer knallhart gesagt, hey, das Baureglement verzählt und sobald die das kriegt, gehen die aufgemeldet. Gut, Carol. Vielleicht ist du ein Remarque zum Wort. Also, wir delen das, was Carol gesagt hat, oder noch was der Christoph erklärt hat.
an wir mengen aber auch dass der Preis he aber irgendwo abgedreckt ging an dat wird los und mal de Büders Häuser zu machen dat unterstütze mir ich meine das effektiv wichtig ist dass man für Leute denen es nicht so gut geht auch die Lokaler können à disposition setzen wie das mal nicht so mal par rapport zu den Zommen die ha jeu sind ganz d'accord sie werden mal enthalen nicht aber vergehend derprosch zu sehen. Okay, dann gebe ich die 2 Kompromisse waren zum Wortstellen wen das dafür wen enthält sich okay, das ist, ja, das ging 6 Enthalungen an 5 dafür. Dann sind die durch. Da kommen wir bei dem Punkt 5 Reglement d'ordre intérieur du Conseil communal de la Ville d'Echternach. Da hast du das durchgelesen, das ist nicht extra, das einzig, wo ich darauf aufmerksam will machen, das den Droit d'initiative vom Conseil, wo man Nee, das ist der Punkt 4. Das ist Question émanente des Conseillers. Das ist der Punkt, den wir immer haben, den wir drauf haben, wo der Schiedsrichter à tout moment kann eng vorstellen. Und ich muss sagen, ich habe mich letztes Jahr hatte ich aus der Hüfte geantwortet, so gut wie ich weiß. Dann ich habe nur festgestellt, wie ich dann auf Gemeingang sind, dass ich an das Quatsch gezählt und das nicht gestimmt hat, weil ich gesagt habe, weil ich nicht besser wusste. Wir hatten zwar am Chefrat darüber geschwärzt, ich weiß nicht, wie präzis wie Punkte war, am Chefrat darüber geschwärzt. Doch, ich weiß nicht, von den Saint-Termin, für was du das Schulde weggeholt gewesen an den Ünnestebs gesagt, wie wir das festgehalten haben. Und ich habe nur gemerkt, dass die Verwaltung etwas anderes gemacht hat, was der Chefrat gesagt hat. Und das will ich eigentlich vermeiden. Und dann habe ich gesagt, dafür haben wir uns Gedanken gemacht und dafür wären wir froh, von der frohen Hut, dass die 2D für Drohnen können rangehen, dass spätestens dass wir mindestens nach können am Tag an der Verwaltung noch von die dort vor uns muss noch gestaltet, dass wir dann richtig einfach gehen. Das ist ein Hauptding. Der Rest ist mein nicht ernst, das was wir bislang gemacht und just mir hatte bislang kein schriftliches Reglement dort interieur an mir guckt dann ganz Gemengen gehört dafür haben wir geguckt für ein Euro in zu 100 das nicht ein Unterschied den ich direkt gesehen voilà. Und das ist auch zu klären für was wir das wollten holen ging nicht vor zu dem Reglement dort interieur von nicht da gebe ich da zum Wortstellen wenn das der d'accord das ist unangenehm. Tipptopp, merci. Dann, ja, die Approbation von den Konten 2018 von der Gemeinde, da haben wir viele Remarken gemacht, die hat das gesehen, da das auch nicht ganz glücklich, die Remarken, und du hast kein richtig froh darüber, im Detail gelesen. Das ist erstens mal der Punkt von den Dekonten, da wir ganz schrecklich viele Dinge kein Dekont gemacht haben. Und dann hat das Ministerium der Landwirtschaft proposiert, wenn wir das nicht nicht kriegen, das als Kommissär spezial checken, das ist keine flotte Situation, wenn ihr selbst geschrieben kriegt. Und beim Mündet erklärt, dass das richtig, dass man Mangtum und administrative Personal und die deutsche Matke Müller Valo, dass man Valo einen Ritschposten kreiert tun, und dass man dann wirklich gucken, dass man das müssen hinkriegen. Das ist der nächste Punkt. Dann als den zweiten Punkt Tax kommunal, auch das. Sind wir nicht ganz froh. Wir hatten eine Tax gestimmt 2017 für Häuser, die idle stehen, für Wohnungen, die idle stehen und Terrain, die nicht bebaut sind, gestimmt. Und wir haben aber die Tax nie abgehoben, also respektive nie gefroht. Wir hatten aber als Chefrat schon ein paar Mal gesagt, wir müssten einfach mal vom Populationsbüro gesagt kriegen, wo ein Lust kriegen, wo sind die idle Häuser, wo sind die idle Wohnungen, auch von der schwer aus, da muss man manchmal eingelöscht machen, und dann, wo sind auch die Terrain, dass man dann einen Tax stimmt, das ist besonders geschieht, und dann hat man nur auf dem Grund noch von dem heutigen Rapport gesagt, hey, los Schluss, muss man das machen,
Und dann worst case schickt man eng falsch eng Rechnung. Also worst case vermuten wir, so dass eine Wohnung, die eitel steht, schickt mir den eng Rechnung aufgrund von einem Taxreglement und dann, wenn das nicht stimmt, reklamiert ich. Und da wissen wir schon, mit Gewissheit, also, dann entschuldige ich mich, die das lädt, dann korrigieren wir das. Ja, wo das reklamiert wird, du hast es schon dann der Fall. Wir müssen aber aufhängen. Das ist einfach auch da, natürlich musst du auch Leute, die das machen, das aber allerhöchste Eisenbahn, dass er dort gemerkt wird. Dann do die Depassement de Kredit budgetären, da das auch nicht richtig, das muss, kann den Reserve nicht über den Ding rauskommen. Auch nur, dass es an den Gemeinderat geht und dann probiert geht vom Ministerium total immer Kontrolle absolut recht gehen, dass du an dem Reserve so Taiwan schifft von den Dingen kommen, was geht nicht bezahlt. Dann muss man die administrativ den Marsch machen. Das kann nicht so sein. Ich habe sie übersprungen. Schon übersprungen von der Klärung nach und schon übersprungen. Ja, pardon. Ja, du hast einfach nicht mehr falsch gebucht gehen. Das heißt, du hast ein Subsid gekriegt, den klären nach an den Gangers, an den wir, die hatten mir aber sowieso als Gemeinde müssen kreieren, aber den Reserve hat just falsch gebucht mehr, aber letztendlich also der Richter so das korrigiert. Das war die habe ich übersprungen, die Passung von der Kreditentscheidung gerade gesucht. Ja, und dann der Punkt 5, das wissen wir auch schon wie lange. Das den Kontrakt, den wir mit der Bootsfirma haben, das man immer schon länger Zeit, wir hatten noch Servicetechnik schon länger Zeit gesagt, wir müssen eine Submission machen. Wir müssen einfach, Luc, du weißt du noch, du warst noch am Chefrat, wir haben gesagt, wir machen eine Submission, eine neue Submission für die Bootsfirmen. Das muss einfach ähnlich hinsetzen und das machen. Das kriegen wir nicht immer gesagt, ja, muss Zeit haben. Ja. Das vieles gëtt auch Krémé erklärt kom da nicht nur stimmt, aber op der Seite kann mir auch nicht so rapport net lechten und wir wollen auch nicht hun. Also da muss op chi Fall gemerken, dann mir noch geschrieben haben, also an diesem Ding, dass man das nach Marché publik machen für Bootsfirmen und dann hast nach ein Remark kommen, dass man dort 2010 nach bei der Kapelle Notre Dame, bei der Kapelle Saint-Croix, dass man da verschiedene Erbesniveaus Budget laufen, wobei man das nicht bei dir vermachen will, dass schon aber da die Trennung von Kirche und Staat war, und das können wir nicht mehr machen, das muss man einfach aufpassen. Das war nach so einer Übergangsdinge natürlich, da gehen wir im Kontrolle auch recht. Voilà. Du hast den Rapport gelesen. Ich meine, das geht froh darüber. Sehr gut. Carol. Ja, ich meine, gut, mein kleiner Datz. Ich hoffe, dass das dann noch abgeschafft wird. Ich hatte eine Frage eigentlich, wir konnten den dort Kurier vom Ministerium am November und wir antworten am Mai, dass sie 6 Monate, ist das Normalität oder ist das auch, weil wir nicht dazu gekommen sind? Wie geht das normalerweise abgeschafft? Dat, weil du siehst verschiedene Sachen, die an dem Rapport stehen, die hast du auch schon Uklänge gelesen, verschiedene Gemengerei, dass da du einfach gekriegt hat vom Innenminister, wie das gehandhabt. Ja, nee, eigentlich ist das doch eine Normalität. Ich meine, das muss noch ein bisschen an der Kader von der Situation setzen. Also, denke, wir sind oder viele Leute, die auf der Gemeinde sind überfordert oder zu viel, wir sind einfach anders daft. Aber das muss auch an Zukunft sein. Dann ist sie froh, den 1. Juli fängt zwei Damen nun, die wir letztes Jahr gestimmt haben, und dann können wir das besser verdelen, die Leiste verdelen, dann noch gucken, wie wir dort zu tun und dass die dort Sachen unbedingt geguckt gehen und auch abgepasst wird. Ja, das ist absolut richtig. Carol, und dann Christian. Schon mal eng Remark par rapport zum Kontroll, den ha gemerk hast. Aber du hast ugeschwert den Fond de Recensement vun de Baulücken, wo man Tax dann wo man muss dem Tax kümmern.
ich hat schon am Kader vom PAG hat ich den Punkt ugeschwert, weil ich meine, das unabhängig von dem Ressourcement so par rapport zu den Taxen einfach wichtig ist, die Baulücken enke abzuschaffen, dass das nicht nimmer so par rapport zu dem Punkt, also zum finanziellen Aspekt wichtig wäre, mir auch für vielleicht proaktiv als Gemeng hinzugehen an proprietären enke so zu rufen für zu sagen, hey, du Baulücke, der tut in der Möglichkeiten, kann ich nicht alle einzelne proprietär konseillieren, mehr die Baulücke füllen das aber am Englisch Mehrheit zuerst nach für aber vielleicht noch die eng und die andere Proprietät auch vielleicht zu kreieren. Du weinst manchmal ist wichtig, dass man Leute sensibilisieren, dass du wo Baulücke sind, dass du nach Möglichkeiten bestehen effektiv wieder den oder dann nach können zu bauen. Ja, ich meine, das war auch der Sinn von dem Taxreglement, was man da gestimmt hat. Wir wollten, das war nie gedurchgeführt für den Käse. Es war von dem effektiv für genau die Meier den Gesetz ein Gemein gibt, für den zu nutzen für Leute aufmerksam. Pass auf, Marab ist verschifft, man hat los nicht Leitelstand, das ist ganz klar. Auch da, wir sind aber da als Chefrat aufhängig von der Verwaltung. Die Verwaltung muss die Fähre machen an alles ein Lucht leben, wir haben ein Echt, die muss man gucken, und dann muss man sagen, okay, lo fängt man mit der Lucht an. Und dann stellen wir fest, okay, das ist nicht komplett, das falsch oder das fehlt noch irgendwo drauf und dann löst er los. Aber du musst den Dinge machen. Wir haben eine erste Gruppe gelöscht, die wir mussten finalisieren und dann gehen da die Rechnungen raus, konform zu dem Taxreglement. Und da kriegen wir Diskussionen, das ist klar. Das geht gewollt remote. Das ist schon den Handelgedanke von dem Tax. Wir wollen, dass Diskussionen können Leute darüber Gedanken machen. Absolut. Das ist genau das, was Carol gesagt hat. Glück. Christian, dann du noch. Oder Christian, für dich, für du ein paar Christian und dann Glück, ja. Trägst du dich in den Mikro, wenn du willst. Merci. Ja. Das geht ganz kurz zu Dollar nicht unbedingt mit dem Dekant zu tun, aber die Submission für eine neue Bootsfirma zu holen. Hat man denke geschwärzt, dass darüber soll nicht funktionieren lassen, sodass wir Bootspersonal selber erstellen als Gemeinde. Da hat gesagt, wir geben einen Mix davon machen. Wir geben für sich ein bisschen mehr Bootspersonal. Du kannst nicht 100% aufdecken, weil es nicht flexibel genug ist, weil es oft Engpass ist. Du musst nach Wellen mit einer Bootsfirma schaffen. Wir hatten effektiv gesagt, das wäre eine Evaluierung, die wir sollten machen, aber nicht die eng und andere Bootsfrau fest als Gemenge stellen, die wir dann verdienen und dann, was darüber rausgeht, dass das aber über eine Bootsfirma gemacht wird. Ja. Merci. Ich wollte kurz dem Carol vielleicht Präzision geben, weil bei den Taxen, wo man geschwart hat, wenn das so viel gesehen, dass Leute eine echte KO geschrieben gehen und das dann geguckt hat, die was wenn Urzeng meint, wann Sachen eitel stehen über Urzeng meint, dass dann recht taxfällig geht. Also so, dass Leute sowieso im Vierfall ja mattgedeelt kriegen, lauscht der passt op, die wisst, wo man die Möglichkeit guckt, dass da vielleicht dann ein Projekt draus macht und dann recht geht auch taxfällig, sodass wir dann aber dem entgegenkommen, Mensch. Okay, dann gebe ich mit all den Remarken, also für allem als Antwort als Chefrat von 3. Mai, die Approbation von der Konten vom Exist 2018 zum Wortstelle, wenn das dann dummerten d'accord. Das ist unanim. Voilà. Wir holen die Daten matt. In zwei wird pardon, ja. Ja, genau, sind zwei Verifikationen. Das ist der Grund administrativ, das ist den, wo die längere Marken sind, das wie so mein Viergänger immer, das ist den Budget vom Chefrat. Wenn das mit dem Rapport der Verifikation einverstanden. Merci. Und dann ist den zweiten Wort, das ist den Compte de Gestion, das sind dieselben Zölle, aber das sind eben die von der Verwaltung, wenn das mit dem Verifikation einverstanden übernimmt. Das sind dieselben Zölle, sind auch zum Teil dieselben Remarken. Voilà. Dann kommen wir bei der Punkt 7, das ist Musikschule. Das sind zwei Punkte, der eine ist die Kreation der Post pour un employé B1 à durée déterminée. Je erkläre, dass am Sekretariat
Da sind an sich 2 Personen, an eng von denen als viel krank, aber auch geht demnächst an Pension. Und da war ich froh von der Direktrice, ob wir nicht können noch schon eine Person sichern, die dabei könnt, dafür determinieren, bis die eine Person, die schon lange da ist, an Pension ist, und dann geht die Poste von deren Wäschkoll. Das ist am Prinzip bei 2 Personen bleibt, mit der eine Übergangszeit, bis die Pension ist, dann eng zwee zu hunn. D'Erklärung oder Motivationun vun der Direktrice ass de, dat man dat lo mat dem neien Musikschulgesetz wat lo kënnt, ass Musikschule as lo Femino un Dedikationun gewonnen an die mussssen dann ähnlich wie an der Grundschule Skolaria kriegen sie eng Software vom Minister, mit der sie müssen hier Schulorganisationen machen, und das auch da, wo der Christ gesagt hat, eine Person, die just für eine Person ist, zu sagen, die muss mit dem Softwareprogramm rausschaffen, weil da müssen sie nicht für nichts ran, für die Rentrée Drop müssen sie das tun. Und da wäre es gut, wenn es eine neue Person ist, die dann noch rausschaffen kann, dann noch damit weiterfahren. Das ist ein zweites Argument, für was der Moment gut wäre, für so Posten zu kreieren, bis wir die Person holen, wir dann eben erstens zusammen und zweitens, die dann noch mit dem neuen Programm, das vom Minister könnt, dann schaffen kann. Das ist das. Eng froh kein da gebe ich den Post natürlich determinieren zum Wortschreiben, wie das mat d'accord. Merci. Dann der Punkt 2 als Kreation der Post pour un salarié tâche intellektuelle à durée déterminée 50%. Dat hängt zu Summe mit dem Punkt am Wiklo, dat ist eine Person, die an Pension geht, aber da will gern an der Pension nach halbtägig weiter schaffen. Ja, das ist den Jean Cohnen. Dafür muss man dem dann die Posten kreieren, dass ich von denen an Pension geht, da finde ich dort Posten, die würden als Zahl will ich ja 50% weiter schaffen. Und die Direktrice hat proposiert, es wäre froh, wenn die nach können schaffen, aber wenn die das will, für das unten zu machen. Das ist die Erklärung davon. Gelieft? Ja, ja, du kannst nehmen gewissen Dinge nach schaffen an auch will auch 50% mehr das Team aufgeschwert am noch geguckt auch mal das Personalbüro das was hin und rauskriegt Marzinger Pension das für ihn okay ist. Also das geht doch drauf besteuert, das du warst limitiert. Aber ich meine, den Ding ist auch dran, ne? Den Karriere, also am Dossier da gewesen. Ne? Ja, wie sieht das, was ihr kriegt? Ne? Doch, ja? Das ist dabei, ja? Da steht ja genau, ich sehe genau, was ihr kriegt. Okay? Da gebe ich die Posten salarié tâche intellektuelle durée déterminée mit 50% zum Wortschreiben, wie das du mit d'accord? Merci, unangenehm. Gut, da kommen wir bei dem Punkt 8, Pakt Natur und das wieder Ben. Ja, hier geht es um den Naturpakt. Der Naturpakt funktioniert bald so wie den Klimapakt. Just hatten sich Natur bekümmert. Da geht es dann um Biodiversität an die natürlich Ressourcen für die zu schützen. Gibt auch einen Maßnahmenkatalog an kriegt noch Subsidien vom Staat, wann in verschiedene Mesuren erfüllt. An der Staat subventioniert auch ein Büroder pro Gemeinde, die da mitmachen. Das sind bis zu 250 Stunden, die da subventioniert sind. Und wir hatten am Büro vom du kommst nicht auf die Nummer, dem ganzen Natur, am Naturpark Möllerdal hat man am Büro driveriert, ob den Naturpark dann nicht könnt den Naturpakt
für Gemengen überholen an dafür war dufro vom Büro kommen, ob Tischcher nachher Gemeng dann berät wäre für den Conseil dann komplett über den Naturpakt Müllertal laufen zu lassen, weil ich meine eng Flot Sache wer wann den gif do agestalt gehen, da wären Gemengen hätten die Tage Manner. Voilà. Ja, merci Ben, ja Carol. Ja, déitage Mannern och professionell in de professionell wirklich den ze Studrunner auskennt, de Gemengen natürlich zur Seite stellt, wie de Ben so, dat das ja ungefähr opgebaut wie de Klimapakt. Et geht drums, dass Gemengen mat engem Broder könne funktionieren an schmengt das am ganze Land ugedurcht Ben korrigiere mich, dass Biostationen sollen Gemengen ein bisschen gruppéiere gell für das oder also auch wie lo beim Klimapakt, dass ich kann externe Broder von so von anderen holen. Du kannst auch einen externe Broder holen, das auch möglich. Ich meine, heute bietet sich einfach ja, mischt Sinn, also klar. Komplett. Mhm. Schon mehr technisch froh, weil das Gesetz du hast noch nicht gestimmt. Mais as generell, dass man auch beim Pakt Logement respektiv beim Klimapakt, dass man do schon die Akkorde Prinzip mengt oder Decision de Prinzip pardon holen, wann Gesetze noch nicht gestimmt sind. Das ist mehr. Ja, mir chargiere ja am Anfang just den okay. Park. Ich meine, der Naturpark muss also stellt dort an dem Moment sie stellen dann eine Person an, bon, das lebt aber nicht von Gesetz gestimmt voilà. Das ist an den einzelnen Biostationen, wenn sie so kann so ein Gelo geguckt, wann sie nach vielleicht erstellen, weil ob ihnen so kein laufen lassen, dass sie sich präparieren. Der Naturpark wollte einfach wissen, ob Gemengen das selber wollen machen oder ob sie den Naturpark den Auftrag geben, dass sie das können machen. Dafür war am Anfang die Brief gemacht vom Büro für einfach mal die Balls bei den Gemengen zu füllen. Christian, ja. Den Naturpakt mengen ich dem mussten mir auch op der Gemeng dat kann ich komme, wann het Gesetz fertig as erwand an dat muss mir als Gemeng auch an dem moment stimmen. An dem Fall geht es just um de Bruder. Dat man die gemeinsame Bruder dat sie de gemeinsame Bruder gi verstellen fir die Gemengen ha an der Gegend. Het Naturpakt selber können karrecht gestimmt gi wann du hast. Ja, das ist ganz richtig. Okay. Dann si mat d'accord, dat mir den Natur- a Geopark Müllertal chargéieren fir eiste Conseil zu stellen, wie das der mat d'accord unanim. Merci. Dann bei Kommunikation hummer schon eng de wisst, dat pengstünchtech keng Sprangposition ass leider mé hunn als Chef oder en kleng afhalle gloss mir werden pengstünchtech und 10:30 aber ein Sprangprozessionsmonument erweien. Der kriegt damit das Söhnen nur das Woch. Von der Zeit tut, kommt der Diener, das gibt ein schönes Monument, was man den 400 Paar wie von der Basilika sich baustet vom Gitter. Du siehst ja schon Fundamenter und das geht dann devaluiert. Dann haben wir wollen am Kader von Zinger UNESCO machen und einen Künstler mit beauftragen, das geht demnächst hingestaltet. Und da geht aber noch so gemacht, also ein Durchtrop so ein bisschen christomäßig und dann, wenn wir das dann devaluieren. Wenn der Zeit erlosch tut, dann können wir gerne da hinkommen. Das ist für mich keine Kommunikation, oder? Ben? Ah ja, ja gut, das ging schon Jean-Claude fort, ja. Ja, am Kontext von den Mesures de Deconfinement, das auch Restaurants machen, da den können rangehen, also die Diskussion über die Schnelltester. Ich muss ein bisschen schlau gemacht haut und ich mal als 2 Artikel angerufen. Den Theo sieht, ich kein Schnelltester.
das immecht keng se das großen Opfern dann effektiv van den se mechte so wie se geduld sinn fir infektiös Leid zu testen. Dann hast da de ganz großen Opfer du musst dich schon ganz schützen, mat Brill, mat Tauf, mat spezieller Kleidung an Hai an do an se dat fir zuviel groß. An dann den Michos he schenkt eventuell ein Zimmer op méich du stark zu hole, fir eventuell die Schnelltester zu machen. Wie du sie Preise, die de moment am Raum stie vun 25 bis 40 Euro pro Test. Dich von den zu 2 Ise geht, dann hast du 80 Euro de paar, dann ist der neich bestaut. Mir am Spidol mir machen dann die Schnelltester beim Besuch. Das am Fungel einfach von der Rezeption, den dabei steht, den entweder der Leidet erklärt oder einfach nur guckt, wann Leidet machen und das Zertifiament. An froh also am Fungel ob mir als Gemeng am Fungel Kinden Higoen an so eng Station opmachen, wo dann am Fungel einfach auch von Gemenge Nabestadt zum Beispiel oder so gift du einfach no gucken, wann sich giffen Teste losen und given ihnen dann zertifiieren. Das du darfst du packen, du darfst keinen Test machen, wie du guckst ihn einfach no. Du guckst am Fungel no, ob es ne wirklich machen. Und im Prinzip vierten sich an Nues oder vierte just bei Nues oder so, mehr müsste nicht. Ich habe am Adrien geschwert oder so, mir vom Spidol giffen dann eventuell Higo und an die Leute uleieren. Das ist kein großes Arbeit, du gehst doch Video und so. Vor als ob man dat wëlle man. Ich mein, dat fir e schene Schritt fir d' Restauration. Well ich hatte das die Idee do vun der Politik fir dat Leiit sech am Restaurant testen oder so, die as absurd. Den du rageht, dann sitzt du dort ziessen und dann im Notbestück sitzen sie sich dort da einen Test zu machen und da waren sie 4 Stunden wie hast den Test vielleicht positiv, da mussten sie rausgehen, da musst alles desinfizieren an Hai an do, so dat vielleicht so eine Station, dat wir damit müssen sich natürlich aufsichern, ob das wie gesagt, ob das möglich ist. Ja. Wir hatten effektiv mit also Leute geschwatzt, die bei uns Test an der Gemeng machen. Ne? Wir sind effektiv ganz froh und die vor, was das die Zertifikation wert? Was stellst du aus? Also die Heiden, natürlich fand ich einkehr an engem Moment getestet, damit ich mehr lokale mich nur im Restaurant an den Kaffee. Darum geht es letztendlich. War das juristisch die Zertifikation wäre wen das berecht eng Zertifikation zu machen, dann geht Karl, du weißt wahrscheinlich du bist me. Ich weiß mehr, weil man an der Santiskommission darüber geschwärzt hun. Als echt muss ich differenzieren zwischen Schnelltester und Selbsttester. Die Tester, die Taktik da gingen machen, das sind effektiv Schnelltester, wo ich sowieso a priori lo schon huet misisten en gewissen Formatioun gemacht, fir die Schnelltester überhaupt können ze machen. Dat heißt, das eng Formatioun, die awer a tout Person ugebude gin ass, a wann in die Formatioun hat, kon die man. Dat sind noch die Tester, die am Sport ugewandt gin. Selbsttester sind, so wie de Nummer seht, am Funktester, die du kannst kaufen am Supermarché oder an der Abdikt, an die am Funklidre fir sech kann man. Dat sind dann so ähnlich wie die Tester, die an der Schule gemerkt, wo kann also auch selber könne man. Am hun, dat ist der zweite, und das ist wichtig, iwwer Zertifikationen geschwart, weil de Santéministère lo Reglement Grand Ducal geholt oder hölt, wo sie die Zertifikation mich streng wolle machen. Weil sie soen, sie wollen am Fong, dass nimme nach medizinisch oder paramedizinisch Personal die Zertifikationen könne gehen. Das heißt, also ich fand den Idee aber ist wirklich gut, aber par rapport zu der Reglementation, die man hun, werde da priori nicht möglich sein, wenn nicht ein Mediziner ist oder in den Kine kind auch machen, den die Zertifikation gibt, der heißt, Bereich den am Funk qualifiziert Personal, der den dann als Gemeng mis tun, für effektiv die Zertifikation auszustellen, weil das ganz dann aber mensch mehr kompliziert möchte, für dann Platz zu setzen. Mit das trotzdem den Unterschied effektiv zwischen den Schnelltester und den Selbsttester. Bei den Schnelltester brauchst du sowieso einen, der eine gewisse Formation hat. Aber bei den Selbsttester, also am Fong, voilà, das sind Sachen, die du kannst am Fong auch am Supermarché kaufen. Und das sind auch die Tester, die
de Restaurant zur Verfügung gestaltt gin, fir das Leiit an de Bütt ass den das Leiit net sollen ragun an dann Dich hier en Test machen. Die Idee soll schon déi sinn, dats am Fong quasi à l'entrée oder vir der Entrée en Test gemerk gin eier das Leiit rakommen. Ich sinn averstellen, dat het bestimmt net ganz einfach ass mit soll en Ufangssinn fir auch am Restaurant is können gewisse Normalität ranzubringen. Ja, ich meine, da muss man mal aufhören, was von der Regierungsseite gesagt wird. Und dann gucken wir, wenn wir können etwas machen, was sage ich einfach, sind nicht ganz dafür. Wir müssen im Moment ein bisschen viel Fragezeichen. Bis konkret geht, da können wir immer gucken, im Niveau Chefrot können wir schon über WhatsApp da fragen, ob wir selbst machen oder nicht. Muss machbar sein, das muss Sinn machen. Christian. De Problem ist wahrscheinlich, dat so gut wann den Finanze gi freimann, dat den Keden qualifiziert Personal fënnt, die disponibel sie für dat ze machen. Op alle Fall genug iwwer ganz foch. Kann man dann net firstellen. Jean-Claude, wat ich wollte dazu so haut sind Zielen kom an Betriebe, das heißt Betriebe, die kreen lo die Schnelltester. An du hast aber auch kein Uweisung dabei, wen dann am Betrieb delo mischt an auch ob da das ja mengglisch dann auch kein Zertifizierung kein Selbsttester ja. Die Schleit müssen die selber machen. Die Selbsttest ja. Ja sicher, die kriegen ja dann aber total Restaurateure sicher auch zu dem selbischen Zeitpunkt, der 26. in selbst gedeelt. An dem Moment tut ja der Restaurateur sein Tester, die in die Leute gött. Dat heißt, ich fand den Idee gut, jedenfalls für die echt Fastfood-Leute nach allen nicht wissen, wie sie das sollen machen. Dafür gebe ich die Idee, wenn sie möglich ist, juristisch. Da gebe ich es ganz gut fand, weil die meisten Leute wissen ja nicht direkt, also wie sie das dann selber machen. Ne? Die Restaurateuren, die das geschickt kriegen. Ne? Mir wie gesagt, sie Selbsttester. Das heißt, du stehst da und du guckst eventuell engem no, wie du agiers net. Dann das Information, die können am Internet mat machen. Am Theorie mir sind allen 2 Verteidigungen enke durchgefallen an die zweite Keier hummer gepackt. Dat sind dann so froh, wat de verteicht aus her no, wann de Maus de verteicht Mut aus oder de verteicht Tänchen oder so Sachen. Bon, die hun schon aber gepackt. Wie gesagt, also Selbsttest. Du braucht dann die Person, die surveilliert oder die dat validiert, das ja keine richtige Zertifikation in dem Moment, die braucht Personen tun zu beantworten, die erst nicht susceptibel ugestartet zu gehen. Da das jemand Gefahr, wenn in den hört, die positiv ist. Also Selbsttester, die sollen effektiv auch self-explaining sein. Das heißt, die sind a priori unkompliziert abgebaut, dass die Leute auch können selber machen. Was denke ich, mehr eine Schwierigkeit wird gehen als Disponibilität von den Selbsttester an de Restaurant. Das ist vielleicht dann ein anderer Punkt, wo ich so kann evaluieren, weil die Regierung werden 500.000 Selbsttester und das sind die Briefe effektiv, die lo und Independenten rausgegangen sind und Betriebe, dass die verdeelt gehen. So, du kannst aber als Restaurant irgendwann an die Situation, dass de hoffentlich gut funktioniert und dann schnell kein Tester mehr hast. So, und da könnt die Situation, dass die Restaurateuren die Tester dann selber muss kaufen. Das heißt, dass es für sie dann einen gewissen Kostenpunkt gibt. Weil man die Situation haben, dass man vielleicht zuerst nach, dadurch, dass das Restaurant aber nicht abgeht, noch eine Reihe Klientwerten haben, also es möglich, dass die ersten nachher Betriebe schnell werden out of Tester kommen. Und da können die eventuell dann als Gemeinde auch intervenieren und ihnen eine Hand mal packen. Also so eine Regierung als ja mal an der ersten Phase gewollt, für Tester zur Verfügung zu stellen, das zu gucken, wiefern so auch der Kostenpunkt vielleicht das für die Betriebe eventuell an der Term zu greifen. Just noch ganz kurz, ich meine, das alles gesagt ging, war just eigentlich für zu präzisieren, ich meine, die Idee von dir, Jean-Claude, das war, für das du einfach evitierst, dass die Sache selber müssen, den Moment selber für Restaurant gemacht sind, weil die Selbsttester,
du hast ja just Prof, dass ein negatives Fanzne Firum Restaurateur oder Firum Server oder vom dem Moment möchtest, wenn es aber aufhängst, ein Zertifikat auszustellen, die kannst du da Moes machen, ne? Und dann hast du den für den Ofen, für können dann noch auf verschiedenen Etablissementen nur in zu gehen, was ja eine ganz andere Responsabilität ist, weil wenn das ich so von einem Gemengen habe ich da ausgestaltet, das gesehen schon schwierig, wenn es natürlich siehst, wenn in die Formation kann machen. Ich meine, schon die Formation gemacht, ich meine, Ricky, du hast auch gemacht gehabt, da hast gesagt, du gibst auch so Tester machen gehen oder nicht? Nicht die. Aber wir müssen machen, weil wir vaccinieren gehen, das ist kein größer Affaire, das ist ganz sicher. Aber ich meine, dass die Responsabilität für die Zertifikaten auszustellen, weil wenn ihr guckt, was schon Schmuck getrieben wird mit anderen Zertifikaten, ne, du sie vorhin, wie kannst du das garantieren als Gemeinde in dem Moment? Gesehen ist schwierig. Ich meine, wir werden Lomolof, guck mal, was Zeit bringt. Und wenn wir können helfen, dann machen wir es gerne. Muss ich just gucken, dass das Sinn möchte, für zu helfen. Okay, ich meine, Kommunikation sind wir durch. Dann kommen wir bei dem Punkt Question. Also als Reglement, das schon in der Wiege, dass ich für die nächste Karriere sich die natürlich auch nach froh stellen, wenn das nach hun. Carol. Nee, da stelle ich nachher dieselbe Frage von der letzten Karriere, weil du hast ja gesagt, dass par rapport zum Schild von der Saint-Termin, dass du da, oder, also, ich weiß nicht, ob du da nach weißt, mir auf jeden Fall war bei der Rue Saint-Termin ein Schild, wie wenn es nicht mehr, nicht mehr für Anlieger wäre. Genau. Und ich hatte geantwortet, dass das richtig ist, und wir hatten doch am Chef gesagt, das Schild muss den hinkommen. Und da geht das schon, wenn wir dann am Chef eine Decision haben, da geht das an die Verwaltung, dann an der Verwaltung gucken sie dann noch Sachen und uns dann rausfinden, dass das nicht reglementiert war. Das war nicht reglementiert auf den Wert, weil die Kommission, das geht schon von mir ein Verkehrsreglement machen, da geht das schon mal an die Kommission an den Staat geschickt, da müssen die in der Wie aufgehen und sie gesagt, das möchte keinen Sinn, weil ein Sohn 30 ist und ein Sohn 30 gibt es kein, kannst nicht ein Sohn 30 an ein allgemeines Fahrverbot machen, entweder oder, das ist ein Sohn 30, also geht das, kannst du nicht reglementieren, also du findest Schild draufgeholt, da sind wir aber nicht ganz glücklich. Und dann hat die Argumentation noch von der staatlichen Kommission, oder muss ich argumentieren, dass du ganz viel Verkehr ist. Ich meine, das ist ganz viel Verkehr. Also den Dingen, wann ein allgemeines Fahrverbot, das dann dir kein Raff von aus den du wohnt und den du hast zu sichern. Da könnte dann auch die Problematik, dass du aber Parkplätze sind. Dann sagt die Polizei, wenn sie einen Parkplatz sichern, dann gebe ich Raff noch von allgemeines Fahrverbot. Das erledigt. Und das Zweite ist, und das ist noch viel mehr schlimm, dass wenn ein allgemeines Fahrverbot kannst du nicht in eine Richtung, wenn wir nach Saint-Genick gehabt, da kannst du von den zwei Richtungen rauffahren. Und dann immer richtig Chaos. Und dann hat die Verwaltung einfach gesagt, lass mal die Schilder weg. Das war Dinge, das war besonders von mir gesagt. Und dann haben wir die Informationen gekriegt. Und ich weiß auch schon nicht, wie man das Dinge mit all dem hin und her, ich weiß nicht, wie man da diese Dinge tun. Ich meine, wir haben einfach gesagt, dann müssen wir allgemeines Fahrverbot. Ich meine, wir machen einfach ein allgemeines Fahrverbot. Mit dem Risiko, da kannst du an zwei Richtungen rauffahren. Ich sitze in einem Parkplatz, den du kannst Polizei nicht protokollieren. Ich würde mir gerne einfach machen, effektiv, weil wir gesagt haben, die Leute hätten das gerne, dann da kriegen sie das. Das hilft in der Situation nicht. Wie gut. Die Schuld soll zurückkommen und so noch reglementieren. Das ist ein allgemeines Fahrverbot, das die Schuld soll zurückkommen, aber wir sollen noch reglementieren mit der Argumentation. Und dann ist aber en double sens, das ist nicht Saint-Genick. Da kannst du nicht allgemeines Fahrverbot so ein 30 an Saint-Genick, das geht nicht. Das beißt sich. Wie gut. Also wie gesagt, de Muren as Schild opgeriecht gin, allgemeines Fahrverbot. Mir haben gesagt, okay, es schreckt aber auf an Schild aus. Wir wissen aber, dass letztendlich problematisch ist. Und das war ein froh, du noch ganz viele Informationen gekriegt, ja, das ist nicht immer einfach. Merci. Also ich meine, das ist aber wichtig, weil die Straße ist extrem viel bevor. Ich meine, Jean-Claude kann ein Liedchen davon sagen.
an das wirklich auch für die Leute aber immens gefährlich wie das Auto noch teilweise zu lernen und dafür fand wichtig dass man da ein allgemeines Fahrverbot tun wohl wissen dass du in zwei Richtungen die verfuhren ja an 3 schon nach ein zweitfroh par rapport zu dem Projekt von einem amovible Parkhaus op der gar die hat dat op eng von unseren Propositionen hin effektiv an Obtrag gehen für das du für dich mal lange Tüte Feasibilität soll gemacht gehen da wollte man nur vorhin wie weit sind wir do respektiv sind ja auch ein ganz Reihe Arbeiten nach die durch rundherum am Boden auch gemacht gehen auch vis-à-vis von der oder bei der Texaco Tankstelle ich denke dass die einschläge schwimmisten aufgeschlossen sind oder wat get genau nach gemacht respektiv wo mat ze dien mat dem chauffage urbain fir de och nach en place muss gesagt gehen fir de Schulcampus. Ich froh, dat man dat in de Moien enke durchdiskutiert hunn. Also effektiv die Erbeschen an der Stroß sind aufgeschlossen. Die an der dickescher Stroß zo immer alles gemacht, weil man so lo décidéiert hunn, dat man die Heizzentralen net op de Sit vum hatte ich dat schon gesot. Oh, sorry. Okay, da muss ich bis aushöhlen. Also die Heizzentral die mir nach Campus also um Camping waren für die Heizzentral. Du hat man den matkrit dat weil du eng Bamallee am Mäten an duch eigentlich gedcht, man können en Trittbado opmachen oder den Dee von der Stroß opmachen und da können man die Rehe dra lehen. Und du war der letzte Stand wie man op den dritte Punkt erfahren, dat man muss Zickzack fuhren, weil du verschiedene Wurzel von den Beben so weit an Stroß gehen und dat man gonne Triech könne fuhren dann weg mat Bay der muss kompliziert wir müssen die ganz Stroß die dickesche Stroß natürlich Richtung Berdorf eng länger Zeit komplett zo machen für die dort Nachrichten zu machen nee, lo fängt so abenteuerlich zu gehen du musst froh sowieso schon verloren mir wurden an sich die Heizzentral Camping und für maximal Platz op der Gerze Halle für Parken und so weiter und so fort das war die initiale Idee. Aber du liegt verlocht das eng Leitung die Distanz liegt verlocht mir dat war berechenwert nach Rechnung los. Aber den Opwand wie mir hier den Opwand so dat man so lange die Straße mir nur soviel Chantascher gehabt gefängt leiden un aber nicht wie löschtig zu fannen können man nicht machen so lo könnt die ganz Heizzentral op das sieht ich 100 Parkhaus da komme ich von der Heizzentral Parkhaus Hummerlo soweit fertig geplant also am Mobil das bisschen viel gesot mir doch so gesot mir das bis wat wahrscheinlich aber in länger Zeit der Sto bleibt so sehr nicht im Wäsch geholget dat ist das lo geplant mat 235 Stellplatzen Kinder hin dat funktioniert und da gibt eben da gibt direkt die Platz wie man dat initialement war das ist also drübt den Regenüberlaufbecken das nach und da könnt dann heißt an direkt und Parkhaus könnt dann Heizzentral handeln hin dat funktioniert schmengen 80 Pieren hat man mal gesehen 80 Pier muss gemerken für Stabilität hat auch bei den anderen Pieren auch de Planning für den APS APD zu machen mussten Genehmigungen alle ranholen an dann zu Missionen an mit dem ganzen hin und her bis man dann dauert aber bis Mai April nächstes Jahr bis man dann aufhängen bauen an Baufas wann alles richtig lebt wenn man nähern sie Problem holen dann aber 15 Main das den Stand vom Parkhaus das nur Problem nach die Nacht zu lesen dass wir müssen auf dem ganzen da möchte ich so kompliziert also richtig ein Domino auf dem ganzen Sit Campus Ger muss man wann Krüsen dürfen man zu keinem Moment an der Baufastsituation verschlechteren
Wenn wir das Parkhaus so bauen, da kriegen wir eine gewisse Zeit eine Verschlechterung von der Situation. Und da muss man mal gucken, wie man mit der AG geht für den Genehmigungsgerät. Das muss man zeitlich in Hand regeln. Wir hatten initialement mit dem anderen Parkhaus hat man die Evaluierung, weil du doch mir das sollte sowieso schon sehen, wir sollten durch die 3 Parkhaus, Schule an Sportsaal vom Lycée parallel abzählen. Und an dem Szenario hat man gesagt, dass man als Primärschule Flute geben, wann ein Hochwasser kommen. Für einfach nicht zu keinem Moment eine Verschlechterung zu an einem Hochwasserfall. Das haben wir nicht gemacht, aber das gucken. Das wäre dann eine von den Lesungen, dass ich dann, wann dann Hochwasser kommen, dann muss man als Schule machen, dass es stark überflutet wird, für das abzufangen, was man da verschlechtern. Das ist ein kleines Detail, das muss nach Leis gehen, aber das ist der Punkt, wir sind in der Planung 4 kommen. Das braucht aber, das ist aber ich noch gedacht, das muss mich schnell gehen. So denken, nee, das ist aber, dann müssen aber die Statik an den anderen. All die Genehmigungen, die man müssen hören. Wir sind aber da an der Planung dran. Teilzentrale ja, beginnt immer mit derselbe Technik geheizt immer bei der Holzhackschnitzel genau da ein Holzhackschnitzel an noch do mal genau geguckt weil dat auch mal dem Bunker da muss schon rassuriert sind und das geht dann effektiv von Handen also an Richtung Dickrich also die Parken wo den Parken geht schon müssen so zu summen Richtung Dickrich nicht aber du den Dingen da du kann ja auch an das Speifuhren und dann durchkippen das ist alles geprägt dass doch dünner funktioniert ja. Carol. Wen huet dann nur die Planung von dem Parking gemacht schlussendlich? Nur Schräder Sozial drauf, die an sich die Gesamtplanung vom ganzen Dingen hündern, die auch das bisschen zwiiert hat noch den anderen Dingen guckt von Schiff mal schon dran investiert tun, was brauchbar ist für der Matze dann sie natürlich zwiiert an dünnen sie auch der Verdelung mit der Planung do weiter. Sie an ihrem Dossier. Das ist auch eigentlich gut, weil nicht einen anderen Partner bei Schwierigkeiten kreieren. Okay. Gut. Ja, noch froh, am Moment lo dich sind noch viele Gemengereden zu den Dorlo Radio hören sie sind nur mit Kampagnen rauskommen von für de Pakt zu Summe liewen schießen ob da do schon ein Käier dran rageliert und das eigentlich eine Verbesserung vom alle Plan kommunal d'Integration das eigentlich der Plan kommunal d'Integration wo mir jo schon ganz viel Viererbe dem uns gelegt hatten das war dem uns mengchte Lücke an de Max hatte jo do verschieden Table Ronden opgesat an das Pilotprojekt den Ugelä was wo schon mensch urzing Gemengen mat ënner schriwen hunn an du wollt einfach mal froen ob da dat mat krit hun ob da denke fleicht an so abs mat ze machen an dat wär fleicht dem moment fir die ganz Kommission d'Integration eure menke bëssen ze boosten opzuschaffen abs Neues. Ja. Lück wiest du es? J'invitieren ich gucken zu gehen, du findest alles auf dem Internet sieht und das wirklich ein Flott das ist also Pakt den Gemengen eigentlich immer schreiben da kriegst du ein UT wie beim Pakt Klima Club all die Pakten wo ein UT dann zur Verfügung gestaltet wird. Also bis haut net weiter gemacht gemacht hun. Ich check denke weiter ja. Wann der Welt hat alles rausgesicht dann kann ich net Fläschenke gucken. Das ist ein Dossier für den Ricardo. Ricardo hat schon durch die Dossier vom Glück. Ja, hat meist so gut durch. Ricardo fragt dich, ob es ein Abend ist. Also ich gucke mal, ich hatte ein Foto gewesen von Volksmengen, ich fand es schon passiert, ich hatte kurz erwähnt. Das ist viel an der Aktualität von den besten an denen Dingen. Wenn ich kann, wenn Mengen stören zu Volks, und das hatte ich mal geguckt, das hatte ich auch ähnlich gewesen, und das gucken wir uns mehr im Detail. Okay, merci. Eng aner Fro fir Drun war gar ugeschwart ginne Schwatzen vun der neuer Gar hun der do schon Appppes Matzedeele vum Terra vun der Gar ass du scholl nun das nach neicht Matzedeele gëtt. Ja, da war mëmmen op die letzte Emprise soll vum Pan e Chaussee an
sehr welt. Ich meine, die müssen das zusammen machen, die tun wir noch immer nicht. Die sind wir schon nichts mal interveniert. Das scheint, ich meine, du hast aber etwas, hat man nur gesagt, dass sie im Gang wären mit auch mit den Prisen Rue Charlie, da hatten sie etwas annonciert. Wir haben nicht den letzten Stand. Wir werden den letzten Stand tun, dass wir das machen können, dass wir da ein Klassement machen, das ist eine Modifikation punktuell vom PAG, wenn wir im Moment ganz blau gelassen und da kann man nämlich, aber an dem Klasse, da kann man nämlich an den Échange vom Terra mit Moldov gehen und da können wir das lernen. Da werden wir noch drauf. Hast du schon etwas zurück vom PAG? Du hast einer wie von Environnement, den hast Trick, das fehlt nach wie von Innenminister. Innenminister fehlt nach, genau. An Juno nächste Woche eine Reunion mit diesem Büro d'études, die im PAG geschafft haben. Ich teile Baumann auch noch den Romain Schmidt, für mal die Remarque vom Environnement durchzugehen. Und dann, sobald man natürlich alle guten Dinge haben, dann kommt man so schnell wie möglich an der Gemeinde rot. Okay, merci. Okay, scheint kein Vor mehr zu sein. Dann machen wir die Sitzung, die öffentliche Sitzung zu.